Lästern wir nachher. Bonjour, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metal Server. Und wenn Sie das Gefühl haben, wieso das denkt anders als auf der Autoscooter auf einer Kirmes wir sagen, es ist, weil ich froh bin, dass wir nicht an einer Kilbe sind, weil sonst würde einer von uns 4 heute sterben. Welcome, people die at the fair. Der Tom und der Ivo. Bonjour. Guten Tag. Aber von wem hast du lästern vorher? Was? Von wem hast du lästern vorher? Bruder, was? Was hast du für lästern vorher? Aha, ja, eigentlich gar nicht. Ich kann nur generell lästern. Junge, wir zwei müssen, glaube ich, kurz mal wirklich uns schnell das Maul aufmachen und normal reden, weil wir sind jetzt beide gestolpert bei unseren letzten 2 Sätzen. Das ist kein Problem. Ich kann nicht lästern. Ich habe nur eigentlich gedacht, jetzt sind sie da reingekommen, wir sind angeguckt und haben gerade direkt, glaube ich, noch nie so schnell angefangen podcasten mit irgendjemandem, der da hingekommen ist. Wir sind professional. Aber ich habe gemeint, das sei so der Podcast, wo man lästern. Die haben so einen Ruf. Ja. Heisst es nicht Läster-Servelo? Ja, stimmt. Lästige Servela. Ja, das schon. Wir wollen ja mehr Beef in der Szene. Stimmt, ja. Aber ja, Jungs, erzähl mal ein bisschen über euch. Alter, ich schwöre, ups, Ich fühle mich trotzdem wie Möps gehen wild. Möps gone wild. Ricky Das seine... sterben vielleicht nicht, aber Ricky, dafür calm Lichter. your tits, Junge. Deine Möps haben gerade ein Licht umgerührt. Ja, Also für alle, die jetzt den Podcast, auch wenn ihr ihn schaut, ihr habt es nicht gesehen, weil das Licht ist hinter der Kamera umgekehrt. ja, Möps kostet ein Geld. Ja, erzähl doch mal. Ist das eine Anspielung auf Schönheitschirurgie oder was? Oh ja, das ist ein guter Punkt. Ja, nein, nicht absichtlich gemacht. By the way, Möps kostet Geld, Schönheitschirurgie. Ihr seid doch letzte auf Südostasien gewesen. Wow! Super. Nein, machen wir mal eine kurze Vorstellung von euch, für die euch nicht kennen, die den Podcast hören und finden so wie, hey, wer sind die 2 Weirdos da? Neben dem Tom und dem, Ja. und dem Milo. Hallo, ich bin der Silvan, das ist der Ricky. Ja, wir sind People Die at the Fair, zumindest 2/5 davon. Uns gibt es seit 2020, 5 Jahre Jubiläum. Und das ist eigentlich so entstanden, dass der wunderschöne Mann dort hinten, der Tom, eine Annonce gestartet hat. Auf dem, die einen kennen es vielleicht noch, die ein bisschen älter sind. Das nennt sich Facebook. Ja. Ja, stimmt. Und dann Holy shit, das hat's und ich da habe echt dann zu dieser Zeit gefunden, eigentlich würde ich gerne mal wieder ein bisschen in ein Mikrofon reinkreien. Ich hätte jetzt wieder voll Bock drauf. Und dann bin ich gerade über Tom seine Anzeige gestolpert, suche einen Sänger und ich so, ja, das ist ja perfekt. Und dann bin ich mal vorbeigegangen und dann hat das noch funktioniert so. Und jetzt 5 Jahre später, ja, sind wir in Südostasien gewesen, genau. Voll. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Je länger, je hässig, immer noch da. Ja. Ja. Aber ja, du hast in dem Fall die Anzeige gestellt in good old Facebook. Ja, voll. Ja, ich und der Francesco sind ja vorher schon miteinander unterwegs gewesen, mit Skallis. Ja, Punkband. Und haben uns nachher aufgelöst und haben aber schon von Anfang an gewusst, dass wir etwas Neues, ein bisschen härter machen. Ja, dann haben wir ein bisschen angefangen, wieder Leute zusammensuchen und dann eben ist der Ivo gekommen und dann einmal der Stutz und ich glaube, der Sven war der Letzte, der noch dazugekommen ist. Und dann so klassisch Corona, 2 Jahre lang im Bandraum vergammelt und Tatsächlich, ja. so da, als würden wir gute Musik machen. Also eigentlich wie jetzt. Genau. Hat sich nicht viel ich verändert. weiß gar nicht, ist die erste Show 22, 23? 22. 22, Gerade glaube kurz so einen Monat. das müsst ihr wissen, 2. wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ja, du hast dort auch gespielt. Ja, das Genau. stimmt. Wir haben uns dort kennengelernt, Bella. Stimmt. Ne, wir haben das, glaube ich, wir haben das vorher schon mal Ja, gesehen. vorhin kurz. habe ich die eben können ignorieren. Dort ist dann Ja, die das ist nicht mehr blöd gewesen. Ja, früher, ja, stimmt. Dort, wir sind einmal am gleichen Ort gehängt. Das war am Stallrock Festival gewesen.
Am Stall. Stallrock Ist das Festival in in Brüten. Brüten, Alter? Ja, da bist du Was? mit, du bist Holy zusammen mit, shit. du bist glaube ich irgendwie als Das Roadie ist fucking von, Lore. Ja, Ja, ich bin dort. du bist als Roadie von Useless dabei gewesen. Ja, so als Und ich finde Roadie auch kann ich immer den Gastauftritt haben. von Rüde Cascade. Ist das der, wo das Versus-Set live gestreamt worden ist? Da hat man noch nicht live streamen auf YouTube. Aber ja, falls, was Ich er kann das jetzt Set anspricht, nämlich ist, schauen. falls ihr wollt wissen, wie Versus tönt hat, bevor wir beim Ricky waren Genau. und anständig gelernt haben, Musik machen, geht ihr mal auf YouTube, sucht Versus Stallrock und dann seht ihr wirklich 20 Bro, sehr wann ist peinliche das Minuten. Das müsste 2000. 12 oder so gewesen sein. Ah, das war Äh, das Video, gewesen, wo ich schon geschaut habe. Ja, das ist vor Wo so- 2000. Ich habe dort meine Militärstiefel noch eingelaufen. Ich habe meine Kampfstiefel noch müssen einlaufen Butch zu dem hat hier Zeitpunkt. noch Haar gehabt. Ja, du hast kurze Haare gehabt. Gitarrist haben wir 2 gehabt. Ja, du bist gleich schlank gewesen wie jetzt. Unser Bassist war grösser gewesen wie alle. Hey, jetzt haben wir einen anderen Bassist gehabt, Gitarrist mit Maske, Butch hat Haar gehabt, ich habe kurze Haare gehabt. Das war eine OG-Besetzung. Mhm. Der Domi hat keinen Schnauz gehabt. Hätte er überhaupt einen können haben? Keine Ahnung, wir sind da glaube ich knapp 20 gewesen, höchstens. Das Ja. ist, Crazy, ja, das ist ewig das ist her. brutal. Das sind wir Mhm. 2013 gewesen, oder 4? Damn. 2013 umeinander, ja. Krass, krass. Fuck, Du bist im 13 sicher nicht 20 gewesen, Kollege. Warte. Ich bin im 20. Nein, es ist, 19. Es ist, wann ist es gewesen? Anfang 2000? Nein, es ist sicher Anfang 2014 gewesen. Es ist im Frühling 2014 gewesen. Da bin ich 19 gewesen. Ja, 19, ja. Ja, okay, Ja. fair. Du bist also ein alter Sack. Ja, du bist nicht viel jünger, du bist ja mein Unterstift gewesen sogar. Ja. Gottverdammt. Wo das bist du wäre- Unterstift gewesen? Der SR Technics. Nein, Lehre. beide. Wir Also ich habe einen Scheißberuf gelernt und er nahm verschissen, aber in der gleichen Firma. Das Lustige ist, der Ivo kenne ich durch im Geschäft eigentlich. Stimmt. Ich glaube 2017 oder so, 16. Lauf im Büro rein, sehe so einen Glatzkopf mit Bart. Geil. der Schweiz ist ein Dorf. Ja, voll. Ich glaube, Ja. das ist gerade dort, wo ich dann angefangen habe, meine Haare abrasieren. Dort, Aha. wo ich dann wirklich nicht mehr haben können, Ja. nicht mehr haben können ignorieren. Ja, Das ist dann nicht gut, mehr so viel Bella. kommt. Ja, voll. Es gibt, wenn du das Mikrofon näher anhebst, ist einfach so ein Trick, dann hast du eine tiefere Stimme und sie tönt einfach so ein bisschen männlicher und potenter. Nicht, dass du das Ich kann nötig sie jetzt hättest. extra operieren lassen, dass das nicht mehr so ist. Drum. Nein, ist egal. Weißt du, lustigerweise, 4 Jahre später bin ich zum gleichen Entschluss gekommen. Auch gefunden, ja, Haar weg, Bart raus. Und that's it. Ja, ist eben noch geil, wenn man dann, ich kann vorne halt nicht können, Mhm. also unten nicht so viel Ja. und oben auch immer weniger und dann Mhm. habe ich gedacht, schon scheiße. Mhm. Und dann, aber so mit 24 hat dann plötzlich der Bart angefangen zu wachsen. Mhm. Darum alle, die jetzt zuhören, ich höre das immer wieder von so, Ja. von so jungen Schnaufen, die dann Mhm. finden, so, ich habe gar keinen Bartwuchs. So, Mhm. kann auch ein bisschen später kommen. Ja, Ja, der Mike ja. und ich würden das Gegenteil behaupten. Hey Mike, es ist nie spät, vielleicht mit 40 kommt es dann. You never know. Aber ja, und also ihr habt dann von vorher die Punkband gehabt. Wie lange habt ihr die gehabt? Auch 5 Jahre. Mhm. Und sie hat gestartet im... Im 15. Ja, ja. meinte ich. Ist das eigentlich eine Schülerband gewesen am Anfang? Ja und nein. Also, Hast Es du auch ist- hast du im Kienholz Musikunterricht gehabt? nein, er ist schade. nur einmal aushelfen, leider. Das ist fucking funny. Ich habe Nein. herausgefunden, der Kienholz, weißt du, wer bei dem auch noch Musikunterricht gehabt hat? Mal? Später. Zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Yannick von Paleface. Aber was? Ja, das ist das nicht der Schlagzeuger von Krokus, oder? Mal, früher. Nicht? Er hat, ich glaube, nur Session Drummer gewesen, oder, Oder so. so. Ja, Auf jeden einfach Fall hat irgendetwas seine, ist er mal wenn, gewesen. wenn die Lore stimmt, ist seine Band Vorband gewesen von Queen im Hallenstadion. Mhm. Und, Die Schweiz und ist schon wir Dorf. zwei hocken einfach da und können immer noch keine Musik machen. Die Schweiz ist schon ein Dorf. Ja. Aber, Ja, Dings, aber dann, du hast auch vorher in andere Bands gespielt. Erzähl mal bitte von deiner Story. Ja, genau. Ich sage jetzt viel Lore. Boah, ja, ich muss gerade zurückdenken. Mhm. Wann hat das Ganze angefangen? Ich glaube 2008 Mhm. oder so hat der Kollege, wo ich dort rumgehangen bin, wir haben halt viel so Metalcore gelost Mhm. damals. Oh, sorry Mette, dass ich da
spillen. Ich weiss, du willst nicht mehr mit dem Sound in Verbindung gebracht werden. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Und dann habe ich gefunden, eigentlich wäre es noch geil, auch so etwas in die Richtung machen. Und nachher ist nochmal ein Schlagzeuger, ist auch schon rum gewesen, der auch so ein bisschen den Sound gehört hat. Und dann haben wir mal so ein bisschen angefangen zu jammen und ich habe vorher noch nie irgendwie Vocals gemacht. Und ich bin dann auch froh gewesen, dass sie dann noch, ich glaube, 2-3 Monate es länger ausgehalten haben mit mir, weil ich glaube, sie haben sich schon überlegt, ja, das wird nichts, der kann das nicht. Und dann ist es dann aber besser geworden und dann, ja, Rue de Cascade haben wir ja auch einen rechten Wandel durchgemacht, also wir haben das gegründet, dann haben wir zuerst am Anfang mal 2 Sänger gehabt und dann haben wir gemerkt, mit 2 Sängern ist irgendwie komisch und am Anfang ist es dann auch mehr so in Richtung Hardcore und Hardcore gegangen, also die erste Demo, die wir aufgenommen haben, die ist auch nie jetzt mit oben, weil es uns zu peinlich war, die oben zu lassen. Die ist schon auf allen Plattformen verschwunden. Und dann hat sich das dort mehr so in Richtung düster, zuerst am Anfang mehr so noch in Crust, Punk, mit Black Metal Einflüssen und so entwickelt. Und irgendwann ist es dann komplett abgespaced, wo es dann wirklich so in Richtung, keine Ahnung, Post-Rock und zum Teil auch, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, Neoklassik, keine Ahnung, was. Auf jeden Fall, das ist dann auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann langsam gefunden habe, so ja, ist jetzt glaube ich nicht mehr so das, was ich machen will. Ja. Und dann bin ich ausgestiegen. Ja, und dann habe ich lange nichts gemacht. Wobei dann bin ich mal noch bei Unelegance, haben sie zuerst geheissen, so Melodic Hardcore Band aus dem Baselbiet, wo sich nachher in Dream Snatcher umbenannt haben, wo ich eingestiegen bin. Das war aber auch noch kurz gewesen. Und dann habe ich mal noch ein halbes Jahr lang bei Crypt gesungen. Das ist so Death Thrash aus Lachen. Voll. Man sieht so, ich komme von Vinti-Umgebung und so Baselbiet und Lachen, da sieht man dann vielleicht auch, wieso das dann nicht länger Vinti kann. Ich wollte sagen, das ist ja nicht so fest am Weg. Aber Crypt hat nicht der Brian letzte von denen geschnurrt. Irgendjemand hat letzte von Crypt geschnurrt. Sie sind aber eigentlich gut, sie machen einfach ein bisschen zu wenig, darum kennt man sie überhaupt nicht. Vielleicht bei der Sveti dort? Vielleicht ist da... Nein, ich glaube, es war nicht im Podcast. Alright, keine Ahnung. Aber Demos macht man auch nicht mehr heutzutage, oder? Demos? Wir haben im Hardcore-Bereich schon. Ja, voll. Disneyland hat gerade ein Promo-Tape. Gott, was wüsste ich von Hardcore? Gar nicht. Nein, und eben, wann bist du von Rue de Cascade weggegangen? Das müsste so 2015, 16 umeinander gewesen sein, glaube ich. Weil ich glaube, Rue de Cascade hat Atropas ihren ersten Gig zum ihrem ersten Gig eingeladen, glaube ich. Das kann sein im Jugendhaus. Ja. Ich glaube, sie haben das erste Gig mit Rue de Cascade gehabt, das habe ich noch als Lore im Hinterkopf gehabt. Ja, mal, das stimmt. Ich glaube, mit Atropas im Jugendhaus gespielt. Ja, bist du dort schon bei Atropas? Nein, da bin ich noch nicht gewesen. Ja. Funny, ja. Ja, die Schweiz ist schon ein fucking Dorf. Ja, absolut. Und jetzt haben wir gefunden, Hardcore einfach. Ja, ich habe einfach das halt gemerkt bei Rue de Cascade, so, es ist schon geil. Halt für die Instrumentenfraktion, aber wir haben das Album aufgenommen und auf dem Album hat es 2 Songs drauf gehabt, aber das Album ist 45 Minuten gegangen. Und halt so, dann ist halt so beim einen Song ist halt so, der ist halt 20 Minuten gegangen und die ersten 10 Minuten sind einfach Aufbau gewesen, instrumentaler Aufbau. Und das ist also so für mich als Sänger, der kein Instrument kann spielen, ist das halt nicht sehr spannend gewesen, auch live so, vor allem wenn dann eben so, wenn du nicht einfach irgendwo hinter der Bühne kannst hängen und dann einfach, wenn du dran bist, auf die Bühne rausgehen, weil wir halt nicht so gross gewesen sind, dann hast du unter Umständen halt kein Backstage. Und dann stehst du einfach 10 Minuten lang irgendwie vor dem Publikum und musst irgendwie Teil von der Show sein. Ja, das ist ein bisschen so ZHDK-Experimental-Musik irgendwie. Alter, das ist die einzige Möglichkeit, wie du kannst durchziehen kannst, dass du einfach einen vom Publikum dir vornimmst und ihm einfach den Death Stare gibst, bis er geht. Und wenn er weg ist, nimmst du den nächsten und Death Stare schon runter, bis er gegangen ist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg. Das ist einfach niemand mehr um. Ja, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie du diese Situation irgendwie kannst... Nein, Rücken zum Publikum ist auch und dann... Dann Death Stare ist der Schlagzeuger, bis er geht.
Irgendwie so, ja. Ja, und dann habe ich halt gefunden, irgendwie es ist halt nicht so spaßig für mich live und so. Und habe halt wieder etwas machen, wo mehr meinem Gusto entspricht. Ich bin auch also ich bin schon eine Zeit lang recht so in diesem Bereich auch als Konsument unterwegs gewesen, aber irgendwie hat sich das dann auch wieder so geleitet und ich habe wieder so ein mehr straightere Musik gebraucht. Und das ist dann auch das, was ich machen wollte. Und Hardcore ist halt, ja, ich meine, es ist Liebe seit 20 Jahren noch nicht. So alt bin ich noch nicht. Aber ich glaube schon so seit 15 Jahren. Nicht. Und fast. Ja, darum ist dann das eigentlich so ein bisschen das gewesen, was ich gefunden habe, in die Richtung. Ja, vor allem halt auch im Hinblick dann auf Live-Shows, Leute zuschauen, wie sie einander auf den Grind gehen, von der Bühne aus, schon geil. Ja. Das erinnert mich jetzt gerade an etwas, wo du gesagt hast, dass du wieder ein bisschen straightere Musik gebraucht hast. Weißt du noch, wo wir zwei an der was war es? Irgend so ein komischer EMP Persistence Tour oder so, wo Madball Headliner, wo Agnostic Front Headliner war. Das ist, ja, EMP Persistence Tour im Extra. Ja, wo so ziemlich, wo glaub alle Mitglieder... Wo wir den Altersdurchschnitt von 55 auf 45 abgedrückt haben. Ja, definitiv. Also wirklich im Fall. Wir sind die einzigen zwei unter 30 gewesen da rein. Und dann sind wir da gestanden Ja, und haben... was ist... Agnostic, nein, Madball ist nicht. Agnostic Front war als Headliner. Agnostic Front, Da die Gorilla Biscuits, oder? ja, Gorilla Biscuit ist nicht Biohazard. Biohazard, nein, nicht Oh, Biohazard. Nur der Sänger. Der Sänger von Biohazard war. Und irgend so eine Punkband, Street Dogs haben die geheißen, oder? Ja, Street Dogs, genau. Und wir sind doch da gestanden und haben dann so das Gefühl, ja, Hardcore ist schon geil, oder? Und dann ist so Street Dogs gekommen und so, ja, Hardcore ist schon geil, aber Punk ist für den Herz. Ja. Dort ist der Spruch entstanden. Alright. Ja. Das, dich haben wir vorher ein bisschen unterbrochen, Chef. Von wegen, ich habe dich gefragt, ob du eine Schülerband warst, und dann haben wir den Ivo 15 Minuten lang über seine Nein, das ist gut. musikalische Vergangenheit eskalieren Ich lassen. kann überlegen, was für ein Jahr das war. Ich habe es aber noch nicht herausgefunden. Aber Ist immer noch am Laden. Es ist lang gewesen, oder? ja. Ist es vorher Versus gewesen oder nachher Versus? Oder gleich? Also die allererste Band war ein Musikschulprojekt mit meinem Musikschul, also meinem Schlagzeuglehrer. Daraus raus haben wir uns dann irgendwann abgespalten, sind in einer eigenen Bandraum und so. Das ist dann nachher ein Projekt namens Unformed Blues. Fuck, ja! Alter, mit so einem selber bastelten PowerPoint-Logo. Geil. Das war aber so 2012 gewesen, oder? Das ist die erste Show, die wir gespielt haben, war mit euch gewesen, im Guss Oh mein Rock im Gott, Guss 2000. Holy hell, ich habe letztes Mal die YouTube-Videos von Versus durchgeschaut, die alten. Der Laden ist voll Das war mein SEC-Abschlussprojekt gewesen. Fuck, der Laden ist Geil, ja Mann. voll... Weißt du das noch? Das ist fast voll. ausverkauft gewesen. Das ist dort, wo der Tschüge mit einer Gummipalme und der Gummipuppen umeinander gesäckelt ist im Guss. Also das war der gewesen, wo, ich glaube, auch eines von unser erstes öffentliches Konzert gewesen mit der Ich Versus glaub's, Klaus. Und es sind Leute am Crowdsurfen gewesen. Es war ein Gummisusi am Crowdsurfen gewesen und eine Gummipalme am Crowdsurfen gewesen. Das alles bei einem Konzert, wo wir 2 eigene Lieder gespielt haben. Ja, gut, also der 14 Rest Covers. von der Band, also das eine war irgendwie so eine Kanti-Schülerband gewesen. Und ich meine, wir haben auch so Boulevard of Broken Dreams und so einfach Geil. das, was früher jeder gespielt hat. Manchmal vermisse ich die Zeiten, also Bandit-Zeiten. Ja. Weißt du, also muss ich jetzt Eigentlich sagen, nicht, kleiner nein. Exkurs. Zwinti hat es immer Bandit gegeben. Oh Dann ja. hat es 2 Bands gegeben, die gespielt haben, immer. Auf der einen Seite sind das die Stiflers gewesen. Ja, so eine Fun-Punk-Band. Geiler Bandname, by the way. Ja, der Nick ist dort dabei gewesen. Ah, logisch. Und auf der anderen Seite Morgar, wo der Niki von Expello mitgespielt hat. Also 2 von denen haben es geschafft, hä?
Ja, und das ist immer so ein Battle gewesen, halt so die Fans von den Stiflers sind halt die linken Punks gewesen und die Fans von Morgan sind die rechten Metalheads gewesen. Und ich weiss nicht, ob es sogar einmal so ein bisschen Füße geflogen sind Wir und so. müssen den Niki ausrühren, Alter, das geht nicht. Ja, der Niki und ich liebe den Niki über alles. Dort, ich habe ihn gehasst. Der Niki ist mein Feind gewesen. Erzähl bitte mehr Niki-Stories. Fucking ja, 2011, 10 Ja, aber dort sind ja auch alle noch Kinder gewesen. Also das, Ja, ist ja, fix, das, kannst du, fix. das ist ja wie auch nicht rechts. Das ist ja wie nicht rechtens. Fix. Aber ja, Bandit. Ist das Bandit gewesen? Wo wir meinen, Eversys. Das, wo ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ist, ich sage jetzt nichts zu dem Wie Thema. heisst es? ausser- Im Mundwerk zu Oerlikon. Nein, das ist nicht im Mundwerk, das ist im Salzhaus gewesen. Im Zwinti. Wenn ich... Dann redest du von etwas anderes. Okay, dann erzähl du nachher deine Story, ich erzähl mal meine Ja, ist gut. Story. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber es könnte sein, dass irgendwann einmal ein bisschen viel Après-Ski-Musik gelaufen ist, generell auf der Welt. Absolute Schande, ja genau. Und dann plötzlich hat uns am Bandit, also Eversys ist am Bandit von irgendeinem 14-jährigen Mädchen angesagt worden und eine Horde Besoffene fängt einfach an zu singen, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Und ich auch nur so, yo, what the fuck is going on? Ich weiss von nichts. Ich auch nicht. Ja, was ist deine Story mit dem Bandit? Ja, haben die nicht einmal irgendwie an St. Patrick's Day oder irgendwie so haben die einmal Nein, das ist am der, Bandit... das ist dort, wo du mit der Dingsmaske Ja. Nein, das ist ein anderer, das ist der Scheiss-Band-Contest gewesen, der SPH-Band-Contest. Ist das SPH? Das ist dort gewesen, wo sie uns gesagt haben, wir müssen mega viele Tickets verkaufen und dann irgendwann am Donnerstag uns angerufen haben, fragen, ihr müsst sofort aufhören, Tickets zu verkaufen. Wir haben zu viele Tickets verkauft. Ja, und stimmt. nachher wir als erstes gespielt haben und von unseren Fans keiner reingekommen ist, weil es geheißen hat, ja nein, es sind schon alle 100 Leute da, die da rein dürfen. Und wir so, Ich weiss gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin drin gewesen, ohne Ticket. Yes! Das war geil gewesen. Das ist einfach der Verti, da haben wir ihn noch Bömbi genannt. Weil er dort zu seinem Kürzel Tom noch Bomber hinten dran gehängt hat, aus irgendwelchen Gründen. Ich finde es immer noch ein stabiler Spitzname, by the way. Mhm. Ja, ich habe mir das auch nicht selber ausgesucht. Es geht mir gleich. Auf jeden Fall hat er gesagt, er macht ein Intro für uns, damit wir kein Intro laufen lassen. Und wir so, fair, was hast du vor? Und er so, einfach Mikrofon anmachen und schon gut. Dann hat er sich so eine Totenkopfmaske angelegt. Es ist ein wie sagt man dem? So ein Onesie gewesen. Ah ja, stimmt. Ein St. Patrick's Day Hut. Genau. Ein T-Shirt, das er selber gemacht hat, wo drauf steht Eversys. Dann wir so gedacht, okay, jetzt kommt irgendetwas. Jetzt geht er auf die Bühne und macht irgendetwas. Wir sind noch hinter der Bühne gestanden. Er geht auf die Bühne, nimmt das Mikrofon in die Hand. Er hat noch GoPro dabei gehabt, um zu filmen. Nimmt das Mikrofon in die Hand. Ciao zusammen, wir sind Eversys, Tommy, hau rein! Und dann ist er ins Publikum gemoschen. Aber weil halt noch niemand auf der Bühne war von uns, hat niemand mitgemacht, weil keine Musik gelaufen ist. Fucking Rock-Fans, einfach peinlich. Er ist grandios. Weißt, Ich wären wir habe- alle Hip-Hopper gewesen, wären wir irgendwelche Jams im Ecken geguckt, weil wir zu viel gekifft hätten. Das wäre viel weniger cringe gewesen. Jetzt hocken wir irgendwo bei HC-Shows im Weg, weil wir zu viel gekifft haben. Ja, red von dir. Okay, ich habe noch nie gekifft in meinem Leben. Das glaubt man kennen. Aber er ist auch sonst ein grandioser Sicht. Ich glaube, an der Plattentaufe, der ersten von Eversys, habe ich ihn als Die Host eingeladen, T-Shirts oder? sind von dort. Ja. Willst du mal schnell erläutern, was du dort gemacht hast? Ja, Das war saugenial gewesen. Ich weiss gar nicht. Ich weiss nur noch, dass wir euch extra so einen weiß-schwarzen Strassenpfosten sind klauen Ja! und mit Bier gefüllt haben, so als Pokal für die erste Plattentaufe. Und ihr habt einfach eiskalt verloren an dem Abend schon in der Venue. Nein, halt. Ich bin mir im Fall, je länger ich über die Situation nachdenke, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Venue-Dude, der sich ist einsacken, weil er dann nicht hat Das rumliegen kann haben. gut sein. Wir haben nämlich vorher von außen umeinander gerührt. Ja, das war geil gewesen. Immer noch der Adi mit dem hohen Bierpfosten, wirklich so einem Strassenpfosten gewesen, so einen weiß-schwarzen, mit so Bierbüchsen gefüllt. Die sind Ja. einfach weg gewesen nachher. Nicht mehr rum. Aber ich glaube, wir tun nicht wie Hip-Hoppers in der Ecke kiffen und irgendwie sind so heiß, sondern wir sind alle in der Ecke. Wir haben zu viel Koffein getrunken und wir haben einfach gesagt,
Schon innen, ja. Vielleicht, Das ist jetzt bei den HC-Shows so, bei den Metalcore-Shows brauchst du kein Koffein und alles mit Anxiety im Ecken. Ja, das gehört dazu. Shit, man. Aber ja. Jetzt immer noch deine Schülerband. Was hast du Schülerband. noch gemacht? Ja. Was sind wir gewesen? Eben, Unformed Blue Sky. Absoluter Shit gewesen. Ist das also so du am Schlagzeug dumm, du da, dumm, du da, du. Ich habe eine Woche geübt für das, gell? Ja, voll. Dort haben wir eine Sängerin gehabt, oder? Ja, Celina, du hast noch gesungen, voll. Ja, stimmt. Ja, und das, ich weiss gar nicht, das ist etwa 3-4 Jahre gegangen und das war die Band, wo nachher der Bassist gestorben ist beim Arbeitsunfall. Ui. War nicht ganz so geplant gewesen. Und ja, eigentlich haben wir dann wie nicht so recht gewusst, was wir, wie alt sind wir da gewesen? Ja, das Ich wird vielleicht auch so etwa gut 20. Nein, ich bin da, glaube ich, im 3. Lehrjahr gewesen, also vielleicht 17 Knapp 20. oder so. Ja, und mit 17 musst du so Sachen auch zuerst mal verarbeiten. Klar, ja. Und haben dann eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sicher 2 oder 3 Jahre einfach nichts mehr gemacht, bis mir dann die Hause wieder langweilig geworden ist. Und dann ist eben dann das mit Skalles weitergegangen, wobei ich eigentlich nicht mehr genau weiss, wie das dann wieder zustande gekommen ist. Kann sein, dass das in einem, nennen wir es jetzt mal, Altstadtpub passiert ist? Bestimmt. Nein, ich weiß gar nicht. Also die Sängerin, die wir vorher hatten, von der Schülerband, ist glaube ich beim ersten, wie sagt man? Jam. So bei der ersten Show wieder, die ist sie glaube ich noch dabei gewesen. Und das ist dann auch, dort ist dann der Benny, unser späterer Sänger, ist dort auch schon dabei gewesen. Und dann eben auch später dann der Francesco, der jetzt heute bei uns immer noch in die Gitarre nie klopft. Alright. Und ich habe gefunden, ja, Punk ist doch nicht genug. Ja, keine Ahnung. Ich bin so zu dieser Zeit, ich bin leider nicht so der Cool, der mit 13 schon Straight Edge war und in HC-Shows unterwegs war. Ich bin... Aber dann wären so lustige Sachen wie das mit dem ja, nicht passiert. Vor allem, ja, ist schon oder gut der bis Intro erst von jetzt. Verse. so mit 29 finde ich es eben fängmässig lustig, aber da ist es eine recht geile Zeit gewesen, das ist es so, ja. Kann ich zustimmen, Thomas. Kann ich zustimmen. Danke. Nein, ich bin so der klassische Punk mit Springerstiefel und roten und grünen Schuhbändeln. Stimmt, du und hast mir Irokes. ständig einen Irokes schneiden. Ja, voll. Und so Bands wie Kotzreiz und Alarmsignal sind für mich sehr gross gewesen. Das war so mein Anfang gewesen. Und Leute, unter anderem wie der Bella, sind eigentlich dafür verantwortlich, dass ich nachher angefangen habe, so ein bisschen härtere Bands. Also ich glaube, die erste Band, die so ein bisschen härter unterwegs war, wo ich recht gefühlt habe, war Ghost Inside. Gut, aber sofern wir kommen auch aus dem gleichen Kaff, also nicht wir sind alle zusammen im gleichen Kaff aufgewachsen, haben alle den gleichen Kollegenkreis gehabt, dann ist das irgendwie logisch gewesen, dass das sich da irgendwann ein bisschen einweibt, dass wir alle uns immer ein bisschen am gleichen Ort treffen, ein bisschen mit den gleichen Leuten rumhängen, wie die gleichen Bands Konzerte spielen und ein bisschen die gleiche Musik hören. Ja, und es ist eigentlich noch lustig, ich habe dich immer ausgelacht, wenn du mit so Bands gekommen bist, weil sobald es um mehr wie nur Saufen und Anarchie und Fick den Staat gegangen ist, bin ich schon überfordert gewesen. Bin ich immer noch, keine Angst. Ja, und mittlerweile bin ich fänge so weit, dass ich schon fast wieder bei so Beatdown, Slam, also bin ich fast wieder so zurück in der Uga-Uga-Musikabteilung. Full Circle. Yes. Einfach ein Cycle. Das ist gut. Also eben, du spielst Schlagzeug. Du hast einfach ein Ich versuch's. Schlagzeugunterricht genommen, hä? Ja, also meine Eltern haben mich mit 8 in die Musikschule gesteckt und ich habe das mit Mühe und Not 8 Jahre durchgezogen und gelernt, ausser Songs wie American Idiot und so spielen, habe ich eigentlich nicht viel mehr. Und es hat scheinbar gelangt bis jetzt, von dem her. Ja.
Du glaub, bist, okay. du bist aber auch einer von den wenigen. Du bist einer von den wenigen Linkshänder, der links Schlagzeug spielt, gell? Das stimmt. Willst du schnell auf das eingehen, auf das Ganze? Weil das ist ein Thema, wo wahrscheinlich mega viele Leute absolut es ist Blindspot gar haben. nicht so crazy. Ich bin einfach Linkshänder und mein Schlagzeuglehrer hat in der ersten Stunde schon gefunden, fick dich, du bist Linkshänder, du spielst jetzt links. Hast du den gleichen Schlagzeuglehrer gehabt wie der Domi? Bestimmt nicht. Weil das ist ein riesen Ding gewesen. Der hat uns immer geheißen, jedes Mal wieder, wenn es geheißen hat, was, solcher Schlagzeuger ist Linkshänder? Ja, das geht nicht, dann müsst ihr zuerst oder das letzte spielen. Und wir jedes Mal, nein. Es geht ja jedes Mal auch, wenn wir mit Skallen spielen. Es ist extrem mühsam. Also, ich meine, mittlerweile geht das 10 Minuten und also Ja, du hast nicht länger... einfach an ihrem Setup rumschrauben, wo sonst sowieso auch müssen. Das ist auch Also, Toms einfach umgekehrt. In dem Fall. ja, Toms mittlerweile einfach halt Snare und Hi-Hat auf der anderen Seite. Okay. Ja. Genau. Also jetzt auf der Tour hat es jetzt nicht zu grösseren Verzögerungen geführt. Ey, überhaupt nicht. Das macht es auch nicht. Das ist so eine Oldschool-Denke von allen Soundtools und weiss ich nicht was. Ja, und es ist lustig, gerade jetzt auf der Tour eben, weil es schon nicht so das ist, was man kennt. Ich habe bei diesen 2 Shows in Indonesien mehrteilige Dokumentationen müssen von mir geben, eben wieso, dass ich links spiele, weil das etwas ist, was die noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Die haben nicht verstanden, was ich wollte. Und ich gesagt habe, eben, Bro, ich muss dann noch schnell mein Setup umstellen. Gut, aber das ist das Gleiche wie in Kuba, wo also, wenn dort würdest sagen, du brauchst eine Linkshänder-Gitarre. El Demonio, El Diablo. Ja, dann ist einfach so, das ist schön, dass du eine brauchst, hast du sie mitgenommen von dir heim. Ja, Alright. aber ich finde es eigentlich noch ein bisschen geil. Ich bin immer sehr dankbar für so Sachen, wo so ein bisschen gegen den Strom. Du bist aber schon ein kleiner Punk. Ja, sicher. Darum Shoutout an meinen ehemaligen Schlagzeuglehrer. Ich weiß nicht mehr, wie der heisst, aber bist geil sicher. Geil, einfach den Namen vergessen. Ja. Das ist ja nicht so 20 Jahre wichtig. her, Alter. Keine Ahnung. Ich weiss auch nicht, wie meine Mutter heisst. Ich schon. Ist nicht mehr die gleiche. Keine Ahnung, ich muss den Ivo fragen. Aber Sie weiss auch, wie ich heiße. Sie schreit zusammen's. Ivo, jetzt verpiss dich von meiner Tür weg, du Neandertaler! Ja, geh weg, sonst rufe ich die Polizei. Aber sonst von die Punkbands zu Ghost Inside, zum Hardcore, was für Bands hast du zuerst so als Grundlage für People That Affair genommen und welche hast nachher du? Also als Jetzt für People Diet Affair. oder machen wir so, zuerst die ich bin erst seit kurzem bin ich im Hardcore Rabbit Hole reingekommen und dann mich wundern, mit was für Bands ihr angefangen habt und was nachher zu People That Affair geführt hat. Also, jetzt muss ich mal überlegen. Also bei mir ist es so ein bisschen eben, ich bin zuerst so ein bisschen Punkrock, nachher Metalcore, so eben Ghost Inside, As I Lay Dying, Miss May I, so Zeug. Und ich glaube, eine Band, die ich recht gefühlt habe, die als erstes so ein bisschen die Richtung HC gegangen ist Stick to Your Guns. Ja, gern. Beste, geil. Hey, El Toni, come on, beste Sponsoring, please. Sponsor us, please. Gib Geld. Was habe ich gesagt? Stick to your guns und nachher halt so die klassischen Hatebreed, Terror, Mapball. Und jetzt mittlerweile eben ist sie länger mehr so ein bisschen Beatdown, Hoopbrawl finde ich sehr geil. Hooproll. Schweizer Ah, Hoodbrawl. Hoodbrawl. Ich habe noch Hooproll Nein. gehört. Beatdown Royalty aus Biel, glaubst du? Who brought Big Smoke? Fucking geil. Ich sehe die Videos von denen immer vom Peter und es geht einfach gefährlich aus. Voll. Und dann zu People at the Fair, was hast du so gefunden? Ah, so würde ich gerne. Der erste Song, wo ich und der Francesco das zweite gejammt haben, war Sick of It All. Und zwar. Scheiße. Es war fix nicht Take the Night Off gewesen, oder? Nein. Aber der wäre geil.
Ja, einfach der... Ich weiss nicht mehr, wie? Die haben auch keine Hits. Moll. Es ist... Das ist wie Madball. Madball hat auch keine Hits. Nennen wir einen Madball-Song. Ey, Haben Sie nicht den Martin Stomp-Song? Nein. Ah, Doc Martin Stomp. Doc Ja. Martin Stomp, Okay, genau. einer. Doc Martin Stomp ist von Madball. Ja, aber. Nennen wir einen, wir sind ich habe schon reingeschissen, nennen wir einen Ach so. Madball-Song. Weil, Die Abzweigung gar nicht verpasst. ja, ist okay. Ist um seine These, dass Madball einfach keine Hits hat. Das ist ein guter Punkt. Das Also ist sie schon haben schwierig. brutal viele gute Songs, aber keinen, wo du einfach den Namen sagen jetzt. Mhm. Mhm. Von Madball? Ja. Bro. Okay, um Haus. Nennen wir einen aus der Doc Ja, Martin jetzt, Stomp. okay. Ich bin jetzt heimelig. Du bist ein Wichser. Der Umi ist ein Wichser. Das ist seine These, nicht meine. Ich höre die CD immer im Auto und ich kann es immer auswendig. Das bestätigt dem Umi seine These. Das ist so. okay. Wir können die Songs alle mitsingen. Wenn der Song läuft, so, jawohl, das ist und ich weiss genau, wenn du ausholen musst, um den Two-Step anfangen. Aber wie der Song heisst. Sie haben das eine Videoclip, wo er so einen weißen Whitebeater hat. Der ist noch jung gewesen, der Bruder. Weiß nicht mehr. Anyway, Ja. Thomas, machen Sie weiter. Ja, eben einfach irgendeinen Song von Sicko Vidal und ich glaube noch einen von Terror. Mhm. Ja, also am Anfang haben wir ja, ich glaube, wir haben 3 oder 4 Cover-Songs Defiance von Terror. Defiance ist es von gewesen. Terror, Genau. Hail Destroyer von Cancer Ja, Bats. der hast du mir mal gezeigt. Haben wir, Mhm. und dann ja, der Sicko Vidal, den habe ich glaube nicht einmal mitgeübt. Nein, hast du den noch mitbekommen? Ja, ihr habt, ich glaube, Also das ist einfach ganz so, kurz dass wir angeschnitten mal gewesen, 2, aber- 3 Songs haben zum Ja, Miteinander voll. spielen. Voll. Und bei dir, Ivo, wie jetzt mit Hardcore bei dir angefangen? Oh, also ich bin natürlich auch. Zuerst hat alles angefangen hat mit Elfi, mit The Offspring. Klassisch, nachher halt Punk und Nu Metal und Mhm. halt das, wo man halt mit 12 so lust, wenn man so reinkommt. Und dann so mit 16 habe ich dann, oder mit 15 habe ich Paramore entdeckt. Ganz geil. Und dann über Paramore ist dann richtig Silverstein und Story of the Year gegangen und dann sind dann auch da die Haare so übers Auge getragen. Yes. Und dann habe ich irgendwann angefangen natürlich Bring Me the Horizon und so weiter hören. Also das heisst, ihr zwei hättet euch komplett gehasst, wenn ihr Ja, euch 10 Jahre das- früher kennengelernt hättet. hä? Fix. Ja, ich war so ein cooler Emo-Boy gewesen, oder eben nicht so cool. Ich kann mich sogar noch erinnern, ein Schulkollege hat sich ernsthaft Sorgen um mich gemacht, so wie der 3. Sek, weil ich bin dann ins 10. Schuljahr auf Vinti und dann hatte ich eben so meine Emo-Matte gehabt und so. Bin mega stolz mit der rumgelaufen und dann nimmt er mich einmal einfach so auf die Seite so, hey Ivo, du solltest wirklich deine Haare schneiden. Weißt du, wir akzeptieren dich, aber wenn du nachher noch auf Vinti in die Schule gehst. Oh shit. Also mag ich mich noch erinnern. Aber ja, dann eben durch das dann eben auch härter wurde, Bring Me the Horizon, Suicide Silence und so weiter. Und dann irgendwann ist es dann halt dann so wie gewesen, dass das, wo Metalcore irgendwie jeder von seinen Phasen macht, nämlich es wird tot gespielt und ist dann irgendwann so langweilig, dass es einfach nicht mehr hören kann. Dann habe ich wie etwas Neues gebraucht, dann bin ich so weiter gegangen zu halt so Melodic Hardcore, Defeater, Counterparts, das ganze Zeug. Und von dort dann mehr irgendwann Richtung Metal. Da habe ich eine Zeit lang eigentlich praktisch nur Death und Black Metal und so gelost. Dann nach dieser Phase. Mir gefällt der Rollercoaster von Phasen, die du hast. Ja, es ist Definitiv. wirklich, ich habe sehr, sehr lange, ich glaube, es hat bis 25 gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich kann auch einfach alles hören und ich muss mich nicht auf Ja. einen Der Stil Power Metal Phase ist festlegen. angekommen. Ja, aber die ist sehr kurz. Okay, gewesen. okay. Sehr, sehr Wann kurz. ist sie mit 16 gewesen oder schon später zu einem peinlichen Alter? Ja, so 17, 18. Also ich habe natürlich schon mit 14 auch Nightwish gehört und Ja, so. Aber ja. Gut, wer nicht? Und Hardcore, ja, ist eben so dann mehr so dort in der Melodic, wo ich in der Melodic-Phase war, habe ich dann schon auch andere Hardcore gehört. Aber dort hat das eigentlich so ein bisschen angefangen. Und ja, dort damals auch ein Beatdown noch peinlich gefunden. Weil wir sind ja sophisticated gewesen, wir sind viel cooler gewesen, wir haben Sänger zugelassen, die auch über ihre Gefühle können schreien, oder? Es war nicht nur stumpf aufeinander auf den Grind hauen gewesen.
Jetzt gibt mir stumpfen Hand auf den Grindhauer all day. Ja, dann eine Zeit lang eigentlich habe ich wie so ein bisschen eine Pause gebraucht von Metal, Hardcore, dieser ganzen Welt. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Jahre lang nur elektronische Musik gehört. Und dann eben, wo man glaube so ziemlich dort, kurz bevor dann People Died the Fair zustande gekommen ist, habe ich wieder angefangen, mehr Hardcore zu hören. Und jetzt eigentlich mit dieser Band, ich bin auch mittlerweile so, ich meine, meine Top-Bands momentan sind Safe Missing Link. Missing Link. New York Minute. Ja. Oh. Heavy Hardcore. Hast du die Origin Story von dem gehört? Nein. Ist im Hardlore Podcast die Episode habe ich eben noch nicht gewusst. Es ist funny. Ja, nein, ja, das ist eine absolute Podcast-Empfehlung. Wenn ihr Metal sehr fertig gehört habt, Hardlore Stories 100%. vom Tour. Großartig. Ja, eben jetzt so, das ist eigentlich so meine Schiene, schon der metallische Hardcore. Ich brauche einfach so ein bisschen. Wobei, jetzt in Singapur haben wir mit einer Band gespielt, die heisst Fuse. Das ist so eine All-Female Hardcore-Punk-Band. Und das ist wirklich noch so Hardcore-Punk. Und die sind so richtig weggefackt. Die sind Okay, so hast du geil nochmal gewesen. geschaut? Ich glaube, der älteste, also es sind alles Frauen, außer ein Typ am Schlagzeug. Ich glaube, er ist der älteste mit irgendwie 24 oder so. Damn. Und die machen das seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Also, und die sind mit Speed auf Australien-Tour gewesen und also wirklich mega geil. The Band. Ja, der Band, Silvan. Lol. Sorry. Aber in dem Fall, du hast noch gesagt, Top-Bands aktuell, das wollte ich auch hören, so Top 5. Weil ich wollte, Okay. wenn ich die nicht kenne, wollte ich die hören. Tsunami. Der Split, den sie jetzt rausgehauen haben mit Dings, Ja. ist hure. Tsunami. Ich habe nicht Truth. gewusst, wie sehr dass ich das gebraucht habe. Also, ich Crazy. Ich kann Tsunami im Fall nie wirklich connecten, aber Brudi, kannst du mir einen Link schicken nachher? ja, aber der Split, den ich im Auto gezeigt, glaube ich, insane okay. gut. Mit Born from Pain, oder? Nein, Pain of Truth. Pain of Truth. So viele Pain-Bands haben, es ist schwierig. Alright. Also warte, haben wir Tsunami und Missing Link. Dann Pest Control liebe ich momentan sehr fest. Das ist so Crossover. So eine von der besten neuen Crossover-Bands. Female. Ja, Female Front ja, aus ist geil. Ja, Leeds. Dann haben wir 3. Brauchen wir noch 2. Ich kann das sonst noch helfen. Aber ich glaube, Pest Control ist die Band, wo ich immer sage, das tönt wie Expello, einfach nicht Schweizer. Nein, du Nein. meinst, Peer Pressure. Yep. Sorry, ja genau, das ist nicht das gewesen. Ja. ist, shit, jetzt habe ich noch. Ist Blood Command in diesen Top 5 rein? Oh, Black Command liebe ich natürlich auch, aber das ist jetzt weniger ja so, Das kann ich weniger so Hardcore. Ja, ich weiss. Hast du eigentlich Hardcore gemeint oder so generell Bands? Hardcore? Also, Okay. oder sonst allgemein Bands können auch sein, ja. Also was dann Knocked Loose natürlich. Da brauchen wir noch eine. Da würde ich sagen, noch irgendwie, ja, irgend so, ich fühle momentan mega fest so das Mosh Death Metal, also so Death Metal mit Hardcore vermischt, aber eben nicht Deathcore, sondern also vielleicht gleich Deathcore, aber wenn Deathcore halt, ja, Nicht whatever. Suicide Silence. Ja, Suicide Silence finde ich aber auch geil. Ja, muss ja, ich sagen. aber die Musik richtig, weißt du? So. Ja, voll. Mhm. Also nein, vor allem nicht ich muss die komischsten Huren Geräusche Nicht Lorna Shore. aus meinem Hals Ja, rauslassen, ja. damit ich möglichst cool bin. Es Und ist schon mein Sound ein bisschen- ist hat nichts mehr mit Chords zu tun, sondern ist einfach Symphonic Black Metal. Schon ein bisschen Vocal Gymnastics geworden, Rant. nicht? Ja, mega fest. Ich Ja. habe heute gerade Es wieder ist- 2 Nick Nocturnal Videos angeschaut. Was machen die? Hören du? So, es ist nicht nur Vocal Gymnastics geworden, es ist generell Alles- Gymnastics alles geworden. Gymnastics, ja. Fix, aber wir sind ja da nicht zum Haten. Mhm. Doch. Aber denkst du, wo du sagst, so Death Metal mit Hardcore, hast du den letzten Du Dagger stinkst. Thread gelost? Den Song noch nicht, nein, den muss ich noch Oder hören. Blast Beats. Ja, Alter, insane. Dagger Threads sind Den bin geil. ich in Repeat am Los im Fall. Ist crazy gut. Ja, bei die Richtung No Cure sind crazy. Mhm. Gates to Hell. Ich glaube, dort ist auch der Bruder von kleine Brian Bruder. Garris Ja, genau. von Knocked Loose. Ah, Spielt Schlagzeug. Ah, geil, ja. ja. Gates to Hell und natürlich Bodybox. Und dann das slammige Zeug wie Snuff on Sight, Peeling Flash. Mhm. Voll. Wie ist bei dir, Tom? Was läuft so in deine... Top 5. Mhm. Whispers, Mhm. Bangkok,
Hardcore, affengeil. Es gibt einfach zu viele Bands. Speed, Ja. Peeling Flash, Pain of Truth, sind wir 4. Mhm. Was haben wir noch? Also Peeling Flash hören? Habe ich glaube ich nie gehört. Beste. Einfach eben Ja. Uga-Uga-Musik. Whispers und was ich seit der Tour relativ viel höre, ist As We Stand. Indonesische Straight Edge HC Punk Band. Geil. Cool. Voll. Dann nehme ich ein paar Namen, muss ich noch notieren. Ja. Kein Name von denen jemals gehört. Ich habe sonst auch eine gute Playlist, wo mittlerweile über 300 Songs drin sind, die einfach Mosh heisst. Geil. Und Geil. Ivo Und dort ist seine auch alles so. Mosh-Playlist ist das Beste für zum Pumpen übrigens. Nice. Ja, finde ich auch. Die höre ich auch immer zum Pumpen. Schickst mal. Aber Dings, ich glaube, du hast gesagt Metallic Hardcore. Ich habe das Gefühl, was wir als Hardcore jetzt bezeichnen, ist hauptsächlich zum Großteil Metallic Hardcore. Ja, fix. Oder ist Fix. es so ein bisschen übernommen, habe ich das Gefühl. Das war noch interessant gewesen, jetzt in Südostasien. Ich habe das Gefühl, man hat mega gemerkt, wie für sie ist, glaube ich, die Hardcore-Szene mehr so im HC-Punk-Ecke. Mm. Also ich glaube, außer der Show in Medan haben wir, glaube ich, nur mit den so HC-Punk Nein, also in oder? Jakarta hat schon, also der Sänger von der einen Band war auch gut am Reinbrühen gewesen. Also die haben auch einfach straight up Mosh mit. Und dann in Kuala Lumpur ja die erste Band auch. Misery ist auch Mosh Hardcore. Also Die habe ich nicht mehr im Kopf. Kuala Lumpur weiss ich nur noch da die, was ist das gewesen? Die, wo, Alter. ist das Kruste gewesen? Nein, das ist Stoner gewesen. So Stoner Doom, crazy. Ich glaube, sie haben auch einfach einen Sleep Song covered. Ja. Ich glaube Dope Smoker oder so. Das ist ja der, der so ewig lang geht. Geil. Nein, aber ist in dem Fall eben, wir kommen noch zu der Tour. Ja, jetzt Ja, sorry. Nein, ist gut. Das stimmt doch, Vorstellung Schön ist immer gut. Du musst die Leute immer ein bisschen geil machen. Du musst Ja, schauen, dass du musst ja. ein bisschen blue ballen, dass sie nachher fertig genau. hören. Genau. Aber sonst haben People That Affair. Und jetzt alle am Führer spulen. People That Affair, erzähl mal von der Band. Was haben wir bis jetzt gemacht? Haben wir eine Bandgeschichte von People Die the Fair schon gehabt? Vorgeschichte bis jetzt. Nur Vorgeschichte, Vorgeschichte, gell? ja. So eine Bandgeschichte haben wir jetzt 49 Minuten into dem Podcast noch kein Ja. bisschen angeschaut. Ja. Wenn wir das sonst machen, dann haben wir da keine Lust drauf. Das können wir gerne machen. Tipptopp. Nein, sorry. Das ist gut. Im Ivo seine Antwort akzeptieren wir, bei deiner müssen wir noch arbeiten. Ja, ist gut. Hey, ja, ich weiss nicht. Eben, halt während Corona gestartet. Die erste Show etwa gefühlt 60 Mal abgesagt worden, weil wir gewisse in der Band haben, die sich nicht geimpft haben. Und darum nicht haben können spielen. Ah, das war der Grund. Top. Ja, die erste Show wäre eben ein richtiger Banger gewesen. Das wäre Im Werk Fuck 21. Christmas gewesen. Das Ah. wäre die erste Show gewesen, oder? Im Werk 21. Stimmt. Misanthropical. Stimmt, eine von Basel seine Bands, die Ja. es irgendwie 2 Monate lang gegeben hat. Genau. Oder so. Und eine Show wäre eben auch gewesen mit, im Albani, Fuck Christmas. mit Fuck Christmas, mit Team Sondermodelle, so eine übelst geile Oi-Punk-Band aus Vinti. Dann Front Slam, das ist Hardcore mit Mundart Mundart Ja. mit dem Vogel. Richtig Der Vogel, geil. der Vogel ist der Sänger, also Rapper gewesen, und Oral Fistfuck. Das wäre so ein geiler Abend Alter, gewesen. was ist noch der Vogel? Kommt der aus Winti? Ja, fix. Bruder, Der Vogel ist der das sich Beste. hat fix, der hat fix einmal am Bandraumkonzert von Eversis kurz einen Freestyle Ja, angelegt. das kann gut sein. Weil wir haben irgendwann einmal, wir sind irgendwie die Leute am Bahnhof abholen und dann hat er uns gefragt, was wir machen, wenn wir sehen, aus, als ob wir eine gute Zeit hätten. Und wir so, ja, wir gehen jetzt ein Bandraumkonzert spielen. Dann ist er einfach auch Mikro. Und dann hat er gesagt, er rappt Schick. und wir so, ja, machst mal etwas. Und Ja, dann hat der er, glaub, Vogel. ist er, glaub, einfach Support, der erste Das Support ist fix der von uns. Vogel gewesen. Der Vogel ist so eine fixfertige Legende einfach. Nein, Lexi hat mir Front Slam gezeigt vor ein paar Monaten. Das ist Stimmt, geil. ja. Mhm. Gibt es leider auch nicht mehr. Nicht mehr? Ah, genau. Also, Alter, wir- haben sie sich offiziell aufgelöst oder ist einfach nichts mehr... Ja, ich glaube offiziell nicht, aber ich glaube, er hat es mal Oder gesagt. es ist einfach versandet. Ja, irgendwie so. Ja. Du, ich habe mal gemeint, Mycelia wird es nicht mehr geben und plötzlich haben sie wieder gespielt. Also, aber ich weiß schon nicht. Nie Du, offiziell ich habe auch ist. gemeint, Slayer kommt nie mehr. Ich hab mal gemeint, Scorpions habe ich das letzte Mal gesehen am Wacken 2012.
Ich habe mal gehofft, Ich habe auch gehofft, Scorpions habe ich nie mehr gesehen. das ist wie so ein Day to Remember, die hätte sich auch nach dem Common Courtesy Album auflösen. Ja, aber die könnten jetzt Limp Bizkit. Ah, Die könnten jetzt Limp Wieder- Bizkit. Die wieder könnten auch zurückkommen. einfach wirklich jetzt einfach so ein bisschen mit Ding sein und dann in 5 Jahren einfach sagen, fuck it, niemand will neue Musik. Wir spielen jetzt einfach nur noch alles bis Common Courtesy und nachher spielen sie im Hallenstadion und zerbersten alles. Weil die haben jetzt auch wieder ein bisschen Hype. ja, das stimmt. Ja, ich glaube, die Verstehe Leute ich bis finden auch jetzt ihr noch neues Album gut. Das neue Album ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. kann Das ich ist ziemlich das- gut. Aber ich bin einfach sehr abgeschreckt halt vom letzten. Ich wollte keine Imagine Dragons mehr auf einer A Day to Remember Platte hören. Ausser sie werden tort. Was heißt Tort. tortured auf Deutsch? Tortured. Ja, tot. Das ist richtig. Sorry, you know, I'm very cool. I live in Santa Barbara by now, so I can't speak any German. Tortured is the word I'm searching for in German. Can you help me? You know, I'm a Kardashian. Okay, sorry, ja, es geht nicht um mich. Nice, datest du den Travis Barker? Sofern ich würde Travis Barker daten, ja. Wer da innen würde Travis Barker nicht daten? So, jetzt wirkt er wirklich wie so ein Dude, der es im Griff hat. Ja, außer dass er eine Kardashian datet. Ja, aber Mhm. das ist, glaube ich, noch die normalste Das ist die Wahl, stabilste Fall, ja. Mhm. Nice. Ich kann es nur, weil ich mit Wisst bei ihr, der Lara ist euch- Amix mitschauen. Ist euch eigentlich bewusst, dass ein gefehlter Touchdown uns Kardashians gebracht hat? Joe, Ja. Alter, was kommt jetzt? Warte, ich bin am Überlegen. Ich bin schon am Überlegen. Also, Ein weißt du, gefehlter das ist ein Touchdown. verdammter Butterfly-Effekt. Ich kann ihn nicht auswendig, aber ja, machen die mal weiter. Ich kann ihn vielleicht später Travis auspacken. Barker auch geil sehe, wenn er einfach so mit dem Drain-T-Shirt und so umeinander läuft und so und einfach so die geilsten hure Hardcore-Bands rappt. Ja. Weil er einfach immer noch, Real obwohl er ist. wahrscheinlich Milliardär ist mittlerweile, Ziemlich sicher. Okay, einfach aber trotzdem. ich Hat er mehr Cash oder seine Frau? ich glaube er. Ich glaube aber was hat denn Also er wird sicher auch enteignet, wenn die Revolution kommt. Also, 100 Pro, Alter. Eat the rich. Ja. Aber ein gefehlter Touchdown. OJ. Was? Ja. Aber Du bist ziemlich Also nah. ich versuche den Touchdown zu finden. Ich weiß nicht, ob es ein Touchdown oder ein Pass war. Er hat es gefehlt, ist gestresst gewesen, hat seine Frau umgebracht. Nein. Also, Alright. also. Jetzt müsst ihr aufpassen. Was ist das für ein Rabbit Jetzt, Hole? jetzt gibt es Verschwörungstheorien, Kinder. Also, Let's go. Buffalo Bills haben anscheinend so ganz knappes Game verloren, weil ein schlechter schon Pass öfter mal gespielt passiert. worden ist. Und dann haben sie keinen Touchdown nicht können machen. Und durch das, dass sie verloren haben, haben sie dann können, du bist der Fantasy-Football-Dude, du verstehst das wahrscheinlich mehr wie ich, alles was ich jetzt sage, dann haben sie können beim Draft, haben sie dann den First Pick bekommen und den O.J. Simpson ausgewählt. Und der O.J. Simpson ist dann bei denen gewesen, ein Zeitchen. Und dort hat er seine Frau kennengelernt, anscheinend umgebracht. Ich habe mal kurz... Allegedly killed her. Ich habe mich mal kurz mit dem Fall befasst. Er hat sie 100%ig umgebracht. Alter. Das, Also, kann gar sie nicht, umgebracht. das kann gar nicht sein, dass er sie nicht umgebracht Er hat. hat ein Buch geschrieben, If I Had Done It, oder Dann- so etwas. Dann hat er den Robert Kardashian als Anwalt genommen. Und durch das ist der Kardashian-Clan berühmt worden. Ja. Und jetzt ist wirklich so, also und durch das ist nachher Kim Kardashian mit dem Sextape und da aber auch. Und jetzt sind wir beim Travis Barker angelangt. Also ist Und es ist einfach, hätte ich der das Butterfly-Effekt gewesen, dass der schließlich jetzt der Wer- Ex-Mann von der Kim Kardashian in einem schwarzen Clansman-Outfit ein Interview gibt in einem Podcast. Der habe ich noch nicht gesehen. Das ist auch wild. Aber eben, das heisst, wäre der Pass angekommen, wäre der verdammte Pass angekommen, hätten wir Kardashians nicht. Crazy. Das wäre extrem schade. Nein, ich fände es gar nicht mehr so schlecht. Ja. Das ist bei der Time Travel Theory, du solltest da nicht machen, weil du weißt nicht, was passiert. Ja, das ist so. Science Fiction halt. Ja, Oh ja, ey, wo sind wir gewesen? wo sind wir gewesen, bevor ich das Ganze wieder entgleist habe? Es tut mir wirklich leid. Oral Fistfuck. O.J. Simpson. Oral Fistfuck ist auch... Wieso haben wir noch nie über Oral Fistfuck geredet in diesem Podcast, Bruder? Vor allem ich sind sie sag dir- richtig gut. Ich sag dir, wo ich Oral Fistfuck zum ersten Mal gehört habe. Ich kann es dir sagen, ich habe es auf dem WC gesehen von der Location, wo wir am Samstag gehen spielen, habe ich einen Oral Fistfuck Sticker gesehen und habe mich das Gefühl gehabt, what the fuck. Ich habe von Oral Fistfuck gehört vor irgendwie 15 Jahren in einem Infidel Amsterdam Video.
Weil Infidel Amsterdam ist heute ein bisschen unbekannt, aber damals war der grösste Metal-YouTuber von allen. Der hat eben den Growls-Videos gemacht. Oder so gemacht, als ob er... Also er ist so einer von den wenigen, der growlt hat vor der Kamera und hat quasi so seine Arbeitskollegen quasi gesagt, hey, ich kann hure lang gerbsen. Und nachher hat er gewettet, hat er growlt für eine halbe Minute, hat das Geld bekommen. Und er ist einfach so ein YouTuber halt damals gewesen und er hat amigs so Highlight auf Local Bands gemacht, oder von der ganzen Welt. Und er hat eigentlich zum ersten Mal Oral Fistfuck gehört von der Schweiz. Ganz geil. Ja, der Gabriel Bestemann, das ist mein Nachbar. Der ist, er schreibt, glaube ich, alles. Der Gitarrist. Aber das ist auch so lustige Anekdoten noch von Südostasien. Wir haben auch irgendwann über Oral Fistfuck geredet am Flughafen oder so. Einfach das einzige Englisch Wort in der Konversation und der ganze Flughafen schaut uns völlig entsetzt Du an. merkst so immer mehr, wie die Leute dich so anschauen, so, what the fuck, über was redet ihr da? Weil einfach so irgendwie ein paar Mal das Wort Oral Fistfuck gefallen ist. Und der Rest hat nicht verstanden, oder? Ist geil. Also Death Metal Name beste. Geil. Wie sind denn eigentlich auf den Namen People Die at the Fair gekommen? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe mich noch nie Das ist getraut zu am fragen. Ivo seine Abteilung. Ja, das ist, wir haben die Band haben wir gehabt, noch keinen Namen. Und dann haben wir abgemacht. Was sind die Ideen gewesen? Alligator Blood ist sehr lang im Ring gewesen. Ja, Alligator wir haben Blood, abgemacht. Wir sind zu dir heim, sind wir gesaufen. Ja, da ist der Mario noch Teil von dieser Band gewesen. der Mario Von Löffel. White Dog Suicide. Er ist, ich weiß gar nicht, als Bassist, Er glaub. war schon sehr Bassist gewesen, ja. Voll. Er hat das erste Riff von unserem ersten eigenen Song ist von ihm. Voll. Alright. Aber wenn wir uns beim Tom getroffen zum Trinken und Bandnamen finden und dann Mit thailändischem sind Bananenwodka, wo irgendwie 56 Volumenprozent hat. ja, genau. Haben brainstormt wie blöd und es sind saumässig dumme Ideen gekommen. So im Nachhinein denke ich, was habe ich da für Scheiß vorgeschlagen? So Gaze of Medusa und so Zeug. So, ja. Alter. Der Gaze of Medusa ist ganz geil. Also wir- G-A-Z-E. Ja, ich weiss. Wir haben eben auch, nein, das können wir nicht machen. Sorry, Sonst sagen we dann are alle the Gaze of Gaze of Medusa. Der ist fucking stabil. Das ist fast so gut wie a Fool's Eye. Sorry, aber Gaze of Medusa ist mit Amstadt der beste. Das gefällt mir Fucking mega. shit. Und dann Könnt ihr euch das nächste Album so nennen? Gaze of Medusa. Und es ist einfach ganz... Alligator Blood war halt wie der Bring Me the Horizon Song. Gut, das wäre aber fair. Die haben ihren Namen ja von einem... Ich glaube, Von einem 2 Film. Drittel von diesen Vorschlägen sind einfach Bring Me the Horizon Song-Titel gewesen. Ja, Kann das sein? das kann gut sein. Sie haben einfach auch gute Songtitel. Zum Glück ist es keiner von denen geworden. Gut, mit Alligator Blood hättest du ein Alligator-Maskottchen haben, oder? Ja, das ist schon geil irgendwie. gewesen. Einfach im Moshpit einfach ein Typ, der als Alligator Onesie hat, oder? Und dann, ja, an dem Abend haben wir uns so halbherzig auf etwas geeinigt, wo aber alle nicht wirklich zufrieden waren damit. Ist es nicht sogar Alligator Blood? Doch, gewesen? ich glaube es. Und dann am nächsten Tag kommt dann wieder jemand hinführen. Hey Jungs! Ich habe einen Film geschaut. Nein, hey Jungs, schaut mal da! Die Band gibt's schon. Wir haben ganz Abend das Problem gehabt, dass wir Bandnamen gefunden haben, die es schon gegeben hat. Das ist ganz Und jeder, wichtig, wo wir man- haben Research gemacht. Weil Ja. es passiert Also, nicht immer. nein, erzähl zuerst fertig. Ich grätsch nachher nochmal drin. Ja, und dann haben wir uns auf den geeinigt und dann am nächsten Tag wieder so, ey, den gibt's schon. Und nachher, fuck. Und dann hast du schon gemerkt, so ist nicht mehr viel zurückgekommen, alle so ein bisschen den Anschiss gehabt und so. Gibt's Und dann habe ich so? an dem Abend «A Million Ways to Die in the West» geschaut. Und dann habe ich so halb ernst, halb im Spaß, hey Guys, ich habe den Bandnamen für uns. People Die at the Fair. Und ich habe damit gerechnet, dass alle so ein bisschen lachen und es abwinken. Und dann haben es alle geil gefunden und dann, ja. Hat es eine Band, die Rest der is Gaze of history. Medusa heisst? Alligator Blood ist irgend so ein... Ja, aber es gibt auch Medusas Gays, gibt es sicher. Es ist, glaube ich, so ein Rapper gewesen, der irgendwie 3 Songs auf... Also eigentlich, es wäre völlig okay. Es gibt eben auch eine Band, die People Die Ja, at the weiss, aber die Fair... hat sich erst gegründet, nachdem wir uns gegründet haben. Haben ihr Demos, haben ihr irgendetwas zum Proven, dann ist gut. Ausser sie sind viel erfolgreicher und haben einen Anwalt. Dann Nein, sie machen das so Buttrock, glaubst du. Ja, irgendwie. Okay, sie werden in dem Fall erfolgreich und haben einen Anwalt. Ja, ich habe schon den nächsten Namen
Der nächste Jahr schon in der Pipeline. Das ist gut. Wieso willst du eine neue Band gründen oder Rebranding von People Die the Fair Ja, machen? das überlege ich mir dann. Sicher kein Rebranding. Nein, wir haben so ein geiles Logo, wir können den Namen gar nicht mehr ändern. Das stimmt. Ja, Das stimmt. voll. Und ihr habt eure... Wann ist schon die erste EP rausgekommen? 23. Ja, voll. 23. Yes. Genau. 5 Songs. Also wir haben es ja schon mal probiert, das Jahr vorher noch aufzunehmen. Erzähl. Das ist Wie hat der geheißen? der Demi. Genau. Ex-Schlagzeuger Drummer von... Rüde Cascade. Genau. Rüde Cascade hat er gespielt, bei 12 Gallon Overdose hat er gespielt, bei Bark hat er gespielt. Bark auch geile Absolutes Hardcore-Band gewesen. Tier an den Drums. Ja. Er hat halt gerade so angefangen mit Aufnehmen und so. Und wir haben auch unseren Shit noch viel weniger zusammengehalten als jetzt. Wir haben das Und- Gefühl, wir können ohne üben dort hin, weil wir können es ja und Metronom fickt die, wir können es ja Oh und haben mein es so Gott. aufgenommen und es hat, also alles, was du dir jetzt vorstellst, ist dann auch so gewesen. Das, was man Sugar kann. Können wir definitiv nicht. Ja, Was es, wir ist, schon gar es nicht tut mir tun. leid, ich muss alle enttäuschen, die jetzt da zuhören. People Die the Fair sind leider nicht ganz so gut wie Meshuggah. Es tut mir leid. Also, jetzt, wenn ich das einfach mal so darf sagen, ich finde People Die the Fair besser als Meshuggah. Ja, also ich Maschallah. meine jetzt vom... Ah, okay, du meinst jetzt einfach danke. technisch gesehen. Ja, Du meinst aber rein, danke. rein Hard Facts auf Papier. Ja. Also ich glaube, es gibt Also schon... rein Technical Abilities. Weil ich habe jetzt gerade Ja. gemerkt, rein Hard Facts auf Papier ist immer noch falsch zum sagen. Weil nur weil eine Melodie 3 Töne hat anstatt 345, ist sie nicht unbedingt schlechter. Das stimmt. Also es gibt wenig Bands, die können live alle zusammen aufnehmen, ohne Krieg. Tight. Sehr Das schön. haben wir dann auch gemerkt, ja. Aha. Ja, Tau ist fast ganz sogar noch live aufgenommen. Hörst du ja Das gerade einmal live aufgenommen. Aber ich finde es irgendwie gleich gut, haben wir das gemacht. Mhm. Ja, fix. Weil- Fix. Wir haben dann gesehen, wir müssen noch mal ein bisschen üben. Ja, wir sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dann gleich hinter der zweiten Anlauf wären, wie wenn es nicht so in die Hose wäre. Das ist eine humbling Experience. Ja. Ja, aber das ist wirklich amigs gut. Das ist amigs wirklich amigs, brauchst du mal auf die Schnur gehen, dass du wieder kannst aufstehen. Mhm. Fix. Ja, und es hat, glaube ich, von uns auch niemand wirklich so sich mit dem auseinandergesetzt vorher. Also eben, ich meine, bei mir war es so gewesen, bei uns in der Punkband, wir haben uns irgendwo in Glarus ein Airbnb gemietet, sind eine Woche saufen und haben 5 Songs aufgenommen in den Stuben rein, selber und sind völlig hyped gewesen über das Meisterwerk. Und das war so unser Standard gewesen, oder? Das ist definitiv ein anderer Approach. Genau. Das ist another approach. LOL. Der ist ganz geil gewesen. Nein. Voll, dann 2023 eben erste EP aufgenommen, erstes Konzert vor einem Jahr vorher gespielt. Ja. Und dann ein paar mehr Konzerte. Plattentaufe im Gaswerk, die war geil gewesen. Ja, voll. Das war ein geiles Line-Up. Ja. Wer ist das Voll. gewesen? Divine Sentence Mhm. und Out of Out of Disorder, glaub's. aus Frankfurt am Main. Mhm. Genau. Was dort bin ich gewesen, oder? Dort Ja. bist du Gell, bin ich auch allerdings. gewesen. Ja, das ist gut Das gewesen. ist dort, wo wir Moscato gesoffen haben auf der Bühne, während der Wirtshaus Franz gelaufen ist. Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe die Erinnerung relativ erfolgreich aus meinem Gedächtnis verdrängt bis jetzt. Was, Darf ich der Moment gewesen, wo du gefunden hast, so, Darf ich jetzt schnell ist fragen? fertig. Hast du sie aktiv verdrängt, indem du dich, sagen wir mal, psychisch beraten lassen hast, oder hast du einfach nachher noch mehr gesoffen? Ich glaube, so ein bisschen im Mittelwert. Okay. Ich bin zu meinem Psychiater und habe mich mit ihm besoffen. Fairer Punkt, fairer Punkt. nice. GG. Wieso will man sonst in die Therapie gehen? Genau. Keine Ahnung. Ja, die war richtig geil gewesen. Übrigens gestern das erste Mal seit 2 Jahren wieder gewesen. Nice. Im Gaswerk? Nein, der Therapie. Ah, fuck. Müsst auch mal wieder einen Termin abmachen, wenn ihr da draussen sucht. Macht das, das ist wichtig. Macht Therapie, schämt euch nicht. Auch Menschen, die Beatdown Hardcore hören,
Vor in allem Therapie. Menschen, die Beatdown Hardcore hören, Und Alter. viel mehr Menschen, die Beatdown Hardcore hören, sollten die Sorry. Es gibt einen Grund, wieso ihr die Musik hört, ich glaub's. Mandatory. Eigentlich solltest du mit jedem Beatdown-Ticket, das du im Ebri kommst, einfach noch so einen Gratis-Voucher bekommen für eine Session. So, ja, du darfst jetzt, Du, vielleicht ist du ja darfst dir auch- jetzt die Nase brechen lassen im Pit, aber bitte such dir nachher eine Hilfe. Bitte red nachher einfach drüber. Das Ziel wäre, dass Beatdown schon im Ebri die Session selber ist, oder? Ja. Es ist jetzt eine philosophische Ich Frage. stelle mir jetzt den Desmond von Hoodbrawl als Therapeut vor und ich finde die Vorstellung gerade sehr lustig. Alter, ich habe Dings. Wie heissen da die Deutschen, die auch sie haben, glaube ich, mit euch gespielt im Piccadilly. I called your name. Nein. Nein. Ihr habt doch mit Piccadilly. im Piccadilly mit Devastator. Devastator gespielt, oder? Devastator, ja, das ist so Devastator, geil, ja. weil der sieht auf der Bühne, der Sänger von ihnen sieht auf der Bühne so absolut böse aus. Mhm. So eine richtige Kampfmaschine. Ja, Und sie nachher- sind auch geil. Und nachher steht er so dort und steht er am Merch-Tisch und könnte effektiv Therapeut sein. So wie er aussieht. Also wirklich, er ist so richtig so. Ja, aber das ist doch hure oft so. Ich meine, der Sänger von Half Heart ist Geschichtslehrer. Der Sänger von Harm's Way, kennen alle den Running Man-Meme. Der Sänger von Harm's Way ist auch Geschichtslehrer. Der von Get a Shot ist Philosophielehrer. Stimmt, der ist auch Lehrer. Mhm. Der. Was ist der Ding schon wieder? Der Bad Religion Sänger ist auch Prof. Der ist. Stimmt. Ist Biologieprof. Der Sänger, der Dexter Holland, ist doch auch ein mega gescheiter Der ist Sieg. Physik, der hat einen Doktor in Physik. Und der kann doch auch Flugzeug fliegen. Nein, das ist der Iron Maiden Sänger. Ja. Ah. Fast das Gleiche. Aber der Iron Maiden Sänger kann Boeing 747 fliegen. Fechten. Ist im olympischen Fechtteam von der Briten gewesen. Ja. Ist Sänger von Iron Maiden. Oder der ja für das Sonst irgendetwas plus. Jetzt kommt der most badass Fact. Er ist von der Queen zum Ritter geschlagen worden. Let's go. Nein, aber das Beste ist, eine Zeit lang ist Maiden einfach nicht Sir gelaufen. Bruce Dickinson. In den 90ern oder so. Und er ist wirklich Er ist in der Airline-Pilot British gewesen, ja. Airlines hätte geflogen. So, welcome to British Airlines. I'm gonna be your captain. Also, Tonight we're gonna fly! Nice. Ah, fucking hell. Voll. wo sind wir wieder falsch abgebogen? Ja, Plattentaufe. Dann einfach mal ein paar Konzerte gespielt und dann neue Ist- Songs geschrieben und dann. Plattentaufe war Ende 23 gewesen, oder Voll. September. Das kann oder so. sein, ja. Und dann 24 war letztes Jahr gewesen, hä? Nach So der lange ist es gar Plattentaufe nicht. relativ gleich wieder ins Studio, stimmt. Ja, im August sind wir einmal noch auf Ah ja, stimmt. da über den See. Ihr sind Stimmt. doch von einer grossen Band vorweg Chromax. gewesen, oder? Chromax Oh, haben wir Support spontan. können spielen. Geil. Einen Tag vorher gebucht worden. Ja, Wie ist das gelaufen? Das musst du Sven fragen, unser Bassist. Der hat das irgendwie aufgeleistet. Hat nicht euer Bassist früher mal noch bei Nofnok gespielt? Mama. Doch. Und hat jetzt noch irgendein Pop-Punk-Projekt nebenher am Laufen. Wie heisst es? Die Running with Zombie Kids, Genau. um das einmal noch zu pluggen da. Genau. Das klingt aber nach einem stabilen Ah, Namen. schau. Ist das denn nicht der Drummer von With One Word? Keine Ahnung. Kann sein. Eben. Irgendwie so etwas ist noch, RWZ, genau. ja, voll. Ah, cool. Wie hat Club Vaudeville in Lindau jetzt ist gegangen. Geiler Genau. Laden. Richtig Wirklich, geiler ja. Laden. Er hat schon ewig mal dort wollen spielen. Und er ist irgendwie Er in hat es, glaube ich, Kontakt einfach gewesen. angeschrieben und per Zufall ist prompt das Mail retour gekommen, morgen spielt Chromax, wir suchen nach Support, weil die Ja. anderen abgesagt haben. Geil. Und ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich wieder mal an die Street Parade muss und bin nachher mega happy gewesen, dass die Konzertanfrage gekommen ist und ich nicht Ja, an die Street also Parade unser Set ist jetzt wie, also es ist jetzt nicht das stabilste Set gewesen, das wir gespielt haben, glaubst du? Hey, wir hätten dort die ersten Singalongs gehabt, wenn ich es gecheckt hätte, dass der stimmt. Tommy vor der Bühne gestanden ist und das Shoutout Mikrofon an Tommy gefordert hat. von Bury Pain. Du weißt, was Singalongs gesehen? Nicht schön. Ja, nein, wir haben, es hat halt so einen Was haben Dude dort gehabt, der ist halt schon hart am Moschen gewesen. Sonst, ich meine, kannst du dir vorstellen, Chromax-Publikum Eben so sind einfach Durchschnittsalter, so 87. 65. 40 plus, oder? Ja. voll. sind Und so er ein ist bisschen- da, glaube ich, er ist noch einmal 18 gewesen. Der ist dort 16. Nein, er ist dort damn. noch nicht einmal 16 Oder gewesen. so, ja. Voll, und Krass. nachher ist immer so ein Merchstand, nachher kommt so ein Dude an den Merchstand. So, ja, hallo, ich bin der Tommy und so. Gesagt, er ist 16. Und dann hat er mir seine Band gezeigt. Ich so, was, du bist 16?
Du bist 16 und hast schon so ein fucking Organ. Das ist crazy. Wie heißt deine Band? Buried Pain. Buried Pain. Beatdown Hardcore Also- aus Deutschland. Taoist. Mhm. Schreibt nachher Von wo in schnell Deutschland? Süddeutschland. Süddeutschland. Biberach an der Ries. Biberach an der Ries, genau. Süddeutschland, Hardcore-Szene ist Du insane. schreibst nachher Allgemein Resonance. Deutschland. Also, Fast mittlerweile jedes zweite Kaffee irgendwie 2, 3 Gute Hardcore-Bands. heftigste Ja. Bands. ja. Ja, voll. Ja, das ist also, ja, voll. Und er also, bucht mittlerweile also die fettesten Line-Ups. Ja, ja. Also ich merke auch, also ich tue in meine Playlist immer so mehr Bands rein, die keine Ahnung, unter 1000 Streams per Month oder so haben. Das ist auch insane. Also, Bro, warum haben die nicht mehr, oder? So, das ist einfach absolut crazy. Und es poppt immer neue Bands, so, jo, fuck, die sind auch gut. Ich habe ja gesagt, das Problem ist so ein bisschen, oder ich glaube, ein Grund, wieso jetzt gerade in Deutschland so eine starke Szene am Entstehen ist, weil das europäische Bands wenig Chancen haben, um in den grössten Märkten, nämlich in die USA, Ja, überzukommen, weil sie dort halt auch so insanely viele Bands haben. das stimmt. Also Das ich glaube, stimmt. es ist so mega das, aber eben Deutschland macht es jetzt einfach selber. Mhm. Mhm. Und ich meine auch, also die Qualität in der Schweiz ist ja auch crazy. Ich meine, also Live Crusher, Excoriated, das ist oder wie heißt jetzt, Deconvolution, das ist Ja, die coolsten, ja. qualitativ. Cancel. Cancel, Crackfist, Könnte Crackfist. Homewards. Gut, das ist nicht so Metalcore, Hardcore. ja, Melodic. Ich kann schon mit der Hardcore-Band aufstellen. Ja, voll. Homewards, das ist ja fix. Melodic Hardcore. Ja, Ja, Hardcore, ja. Ja, voll. Gibt es auch schon viele? Mhm. ja das ist auf jeden Fall auch viel Qualität. Mhm. Ja, Definitiv. Ich finde es eben nice, weil ich bin erst in den letzten 2 Jahren so im Hardcore-Rabbit-Hole reingekommen und jeden Tag ist so Weihnachten so, ja geil. Etwas Neues. Ich finde es fast ein bisschen schade. Du kannst gar nicht mit all diesen Bands quasi abkeepen, weil es einfach so viel sind. Das ist schon so viel, ja. Ja, hat etwas. Das ist wie Genghis Khan, Alter. Der kann ja nicht mit all seinen Kindern. Stell dir mal vor, Alter. Stell dir mal vor, Weil er tot ist. ja, sonst hätte er das geschafft. Er wäre ein Ehrenmann gewesen. Er hätte all seine Kinder hätte er an Weihnachten noch ein Geschenk vorbeigebracht, wenn er nicht tot wäre. Boah, stell dir das mal vor, mit wie viel Unterhalt musst du da zahlen? Kein, wenn Genghis Khan heisst. Ja, eben genau. Ich weiss nicht, ob du musst Unterhalt zahlen, wenn du einfach deine Kinder durch Vergewaltigung entstanden sind. Von Ja, wenn wir im Rechtsstaat würden sein, schon. Dann würde es noch mehr Konsequenzen haben wie Unterhalt. kommen wir mal zurück. Sorry. Lange Lange Tag. Mir ist gerade in den Sinn gekommen. Hast du mal den Clip gesehen von Suicide Silence, wo sie die Lyrics von Kublai Khan, von Khan falsch verstanden haben? Oh mein Gott, das ist so Also- funny. weil sie sind, der Gars hat ja seinen eigenen Podcast, oder? Ja. Der Gars-Podcast. Und sie machen damals den Suicide Silence Podcast, wo auch die ganze Band ist. Ja, voll. Und nachher erzählt, glaube ich, der Gars so, ja, über Kublai Khan und so, und die haben den Song da gebracht und so, ein neues Album. Und dann so, ja, voll geil, das ist der Song, wo der schreit, God is gay. Ich so, nein, nicht wirklich. Es ist Khan is King, aber der hat einfach immer gelassen im Auto und einfach immer, God is Ich liebe das, wenn du das Zeug falsch verstehst. alles so. Und du hast Realization Aber Moment gesehen. weiter weg von Khan is King mit God is Gay kann es ja Nein, nicht sein, oder? Sie haben es dann eben laufen lassen. Es ist nicht so weit weg. Wenn du dich darauf achtest und du willst God is gay hören, hörst du es. Ich tue es immer jetzt mitschreiben, so fucking funny. Ja, das ist wie der neue auf dem neuen Architects-Album hat es auch einen. I gave you all a bottom-me. Aber der Song ist eigentlich I gave you all a part of me. Aber er singt dort 100%ig I gave you all a bottom-me. Das sind eben so Sachen, die verstehst du dann auch gar nicht mehr anders. Nein, nie, ich nie. lieb's. Das heisst 100%, ich bin mir auch Das war 100%. die Wäschestusse gewesen. Mhm. Ja. Geil. Von welchem Song ist das? Ich weiß nicht, aber was ist so, if at first you don't succeed? Oder anstatt all the leaves are brown, Anneliese Braun. Das ist aber auch fix das, was Beatles jetzt singen. Hä? Sind es Beatles? Nein, die Mamas und die Papas. Okay. Mm. Die haben ganz sicher andere Sachen gesungen. Ja, also ich muss schnell eine Pipi-Pause machen im Fall. Wenn es gut mit euch ist. Oder mache jetzt sonst weiter, wenn ihr wollt.
Nein, das ist voll okay. Ich würde sonst einsteigen. Alright. Sonst Ich stehe auch hinten dran. Komm, mach das vierte. In dem Fall bis nachher. Ich finde es immer gut, wenn wir Pipi-Pause ankündigen. Würden wir sie nicht ankündigen, würde keine Sau mitbekommen, dass wir es Sie gemacht haben. müssen mitbekommen, wie lange wir halten. Transparency. So, wir sind wieder zurück aus der Pause, die ihr gar nicht bemerkt hättet, hätten wir sie nicht angekündigt. Wie ist sie was gewesen für für euch? Pause? Ah ja, fuck. Also ich habe jetzt so 5 Minuten einfach geredet. Ist das jetzt nicht aufgenommen worden? Mal, Ivo, mal. Deine Hitler-Brandrede wird. Ja, der Hitler ist ja, wie wir alle wissen, ein Kommunist gewesen. Und ich bin ja auch ein Kommunist. Drum. Wie zum Fick ist... Hä? Hast du das nicht mitbekommen, Kollege? Nein. Alice Weidel von der AfD hat in einem Podcast mit dem Elon Musk gesagt, dass Hitler ja eigentlich ein Kommunist war. Ja gut, fairer Punkt. Aber das ist schon so lange her, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, und der Ivo vergisst so Zeug aber leider Nein, nicht. du hast das gezeigt, mit dem Boris Becker. Ich will nicht sagen, wie dein Sinn. Super. Alter, vor allem, das ist im Blatt, also in der Zeitung oder was auch immer, im Nachrichtenportal Jüdische Allgemeine gestanden. Was Hitler sich auch gedacht hat, weil allgemein gsi sind zu ihm. Ah, sorry. Ricky, also. Das Moment. ist Ich distanziere mich. Also, wir sind zurück aus der Pipi-Pause. Wo ihr nicht bemerkt hättet, hätten wir sie nicht angesagt. Mhm. Ups. Tom, wie war dein Urin so gewesen? Hey, gel und flüssig. Ist nicht gut, wenn er geil ist. Ich wollte sagen, solltest du mehr trinken. Nein, ein bisschen, wie sagt man dem, einfach das, was Gel macht, braucht es. Wenn es nur durchsichtig ist, ist es nicht gut für die Nieren. Ist das Melanin? Urinat? Ein bisschen Gub darf es haben. Ja, einfach, es sollte nicht schäumen. Ich weiss nicht, ob das besser ist, wie das, wo wir hoffentlich rausschneiden nachher. Was rausschneiden? Ich habe den Knopf nur gedrückt, dass wir das nicht... Oh ja, ist ja gleich. Ah. Also gut. Weißt du, der Podcast läuft von Bloopers. Das ist gut. Da ist es eben noch real. Es warten nur alle drauf, wie lange es geht, bis einer von uns das erste Mal den gute alte Age-Man ins Maul nimmt. Real Batman. 22 Babies. 23 Baby Mother. Real Batman. Jetzt bin ich verloren. Das Meme nicht. Die es kennen. Nein, ich kann Fast so gut wie der Jappa. Alter, Jappa ist aber der Chinese. Your mouth goes like a rat. Jappa. Shut it, please. Sind etwa 10 Tage lang durch Südostasien durchgelaufen und überall Jappa. Alter, aber es gibt im Fall einen Techno-Remix von dem Song, gell? Habt ihr den schon gehört? Ja, nein, UK Garage Remix. Ah ja, genau, der. Gut, Chinese. das ist für Techno für den Bill. Ich lasse mehr Techno als der Mike. Fair. By the way, ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Rada von Kate Effect und den neuen Automatone-Spieler von Kate Effect kennt und Gitarrist von With One Word, schreibt ihm mal, ob er euch kann seine Harder-Style-Playlist schicken. Weil die ist fucking sick. Harder Style. Es ist einfach so Hardstyle-Songs, die der Rada kuriert hat. fucking geil. Ja, fucking sick, wirklich. Kennst du Russian Village Boys? Ja, ich habe sie verpasst, weil das scheiß Hallenstadion seinen verfickten Kack-Scheiß nicht im Griff hat. Fick dich! Aber sie kommen ja ins Ja, ich weiss. Gehen wir, Bella. Ja, gehen wir. Gehen wir ein bisschen hacken. Fix gehen wir. Ich muss ja jetzt mal wieder an dumme Konzerte. Ich muss wieder mehr an weniger Metal-Shows gehen. Metal-Shows sind schon cool, aber KIZ war viel cooler gewesen. Wann ist es? Ich schreibe es mir gerade Ich nicht. glaube, Ende Monat. Ah ja, das ist doch gut. Wo sind wir gewesen, bevor wir sind gepissen? In Lindau. Ja. Mhm. Also, nein, da in Neuenhof, aber thematisch sind wir in Lindau. Jetzt fängst du auch an. Ich kann es im Fall auch gerade sagen. Also nur zum den Ivo dann Genau, schützen. Sommer 2023 Konzert mit Chromax in Lindau. 24. Nein, 24. Letztes Jahr. Nein. Mal? Letztes Ja, Jahr? letztes Jahr. Also wir können ein Konzert mit Chromax Die von der Kleine, Masch- mal, die Kleine ist schon da gewesen. Letztes Jahr. Nein, so ein Das war Scheiß. vorletztes Jahr gewesen.
Das stimmt, 23. Weil letztes Jahr, wo das Replay war, bin ich noch im Norden gewesen. Dort bin ich Das stimmt, das war 23 gewesen. von Das der Hitze ist geflüchtet. dort, wo der Stutz ist an dem Tag erst gerade von der Ferien heimgefahren. Jetzt ist es gegangen. Und darum sind wir Genau. nur zu vierten gewesen. Voll. Dann eben Plattentaufe. Dann nach der Plattentaufe sehr, sehr fix wieder ins Studio zum Luke, go EP Nummer 2 aufnehmen. Darf ich mal noch schnell kurz reingerätschen? Wie sind eigentlich die anderen Musiker zu eurer Band gekommen? Also von unserem jetzigen Line-Up? Von eurem jetzigen Line-Up, ja. Ja, ich und Das der haben wir nämlich gerade nicht gelernt, Francesco oder? von Skalles. Ja, das So das haben wir können zusammenrechnen bis jetzt. Fundament. Ja, Und ja. nachher, Der Stutz macht für mich auch Sinn, aber für den Rest da wahrscheinlich nicht. Ja, Das ist der wir zwei zweite und Gitarrist. dann... Wer ist nachher gekommen? Ich glaube, ja, der Stutz. Der Stutz war noch vor mir, gewesen, oder? Ja. Aber Der wie sind ihr auf die Idee gekommen? Wir haben einen zweiten Gitarrist gesucht und eine Kollegin aus unserem Kollegenkreis, Dalina, hat mir einmal geschrieben, hey, sie kennt da einen, der einfach schon länger Gitarre spielt und er hat Bock auf eine Band. Hat der früher mal in einer Band gespielt? Ja, irgendwie so einer Schüler-Rockband, glaube ich. Kann es sein, dass wir mit Also, das ist seine erste Band. Hat er Ja, mal gesagt. also People Died the First. das ist die erste wirklich Band. Kann es sein, dass eine von diesen Bands war, die amigs mit uns also komische Konzerte Nein, gespielt nein, haben? Nicht? Mhm. Weißt du noch, welche das ich meine? Ja, du meinst TIP. TIP? Ja. Haben die so geheißen? Wie hat es ausgeschrieben geheißen? Tatianas irgendetwas Playboys. Also es ist wirklich crazy. Nein, ich glaube nicht die. Nicht die? Die immer zwei, die haben so Marshall-Stacks gehabt, so klein. Eben. Sind das die Was für ein gewesen? Ja, das sind die gewesen. Okay. Ich hatte das völlig anders im Kopf gehabt. Tatjanas Playboys? Ja, einfach irgendwie so, irgendetwas mit Playboy, genau. Ich weiss jetzt. Besser haben sie es abgekürzt. Und dann eben hat sich herausgestellt, dass das der Stutz ist, den ich kenne, seit ich irgendwie 8 bin, weil wir früher zusammen in Pfadi sind. Ja, was? Voll. Ist er durch das zu uns in den Kollegenkreis reingekommen? Nein, Der ist doch vorher schon ein bisschen rumgehängt. Hey, ja, aber eben mit der Ali, ich habe keine Ahnung, wie der in unseren Kollegenkreis kam. Ist einfach, ich Er habe ist eben irgendwann einfach vorher... da gewesen. Ist irgendwann einfach, Stutz, was machst du da? Ah ja, Nein, komm, also ich jetzt habe bist du schon eigentlich, dabei. wir haben miteinander nichts mehr zu tun gehabt, einfach erst seit der Band wieder, haben wir uns wieder gefunden. Oh, schön. Und ich Das habe geht auch meine über Facebook, erste oder? Antwort war, habe ich da Lina geschrieben, so, ja, wir suchen eigentlich eher jemanden in unserem Alter, weil der Stutz ist halt so 4-5 Jahre jünger wie wir. Aber wir haben es hat zum Glück gleich geklappt. Das macht nichts. Stutz jagt trotzdem. Weil der Stutz ist ein Ehrenmann. Stutz ist ein Absolut. Ehrenmann und Genau. wenn der Stutz ein bisschen jünger ist, der Stutz, der jagt auch. Der grösste Vorteil Alte durch Reh. das, dass der Stutz bei uns in der Band ist, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Smart. Genau. Und der Sven ist auch über Facebook, oder? Ja, nein. Und dann ist eben der Mario, Ex-Bassist von White Dog Suicide, ist Und einmal Infected. Und wer? Infected, genau. Ganz Ja. früher einmal. Nicht auch Paper X Wrist? Doch, nein. Oder Nein, stimmt, das ist einfach nur im so Video. eine- Das ist ja nur im genau. Video gestimmt. Paper X Wrist ist nur der Jan und der Basil. der Basil. Wir sind grosse Fans von Paper X Wrist. Ja, ich auch. All. Wer kein Fan von Paper X Ja. Wrist I ist. wanted to buy her a cheeseburger, but she said she's vegan. Alter, Beste. I got 5 stars in GTA just to feel wanted. Ist auch so gut. Ich finde, der Film kennt die Intro auch richtig. Voll. Boah, Finn McKenty, Mann. Ja. Genau, und er ist vielleicht 3-4 Monate dabei. Sie sind da halt mit White Dog Suicide noch ziemlich aktiv gewesen und es hat nie so wirklich gepasst. Er ist aber, also er ist der gewesen von der Namensfindung und eben er hat sozusagen den ersten einigen Song so ein bisschen angerissen. Von dem her hat er, glaube ich, von allen 5 den grössten Impact gehabt bis jetzt. Guter Mario. Voll. Und dann eben der Ivo, Das ist der Super Mario. Facebook. Und der Sven, ich glaube,
noch abgefuckter als Facebook. Es gibt so eine Webseite findmyband.ch oder irgendwie so etwas. Das ist ganz klassisch. Craigslist, Alter. Wo wir nach einem neuen Bassist gesucht haben, per Zufall gemerkt, dass ich dort noch einen Account habe von, ja, mit so Schülerbands hast du halt so deine Musiker gesucht und habe geschrieben, ey, neue Hardcore-Band, du Bass, bitte komm. Und dann hat mir irgend so ein Typ geschrieben, ja, er sei in Amerika, sei 2 Wochen in der Schweiz und hätte irgendwie Bock und das war der Sven. Geil. Genau. Stabil. Und das... Was mir gerade im Sinn kam, ist vorher, wo ihr Paper X Risk gesagt habt. In wie vielen Bands spielt der Basil? In allen. Ja. Alle, gell? So ist also Live Hardcore-Bands. Crusher, Divine Sentence, Forlorn Sky. Forlorn Sky. Nicht Exoriated auch, oder? Wie Nein. viele von diesen Bands gibt es noch? Bis jetzt alle, die wir aufgezählt Ja. haben. Crazy. Ja, voll. Eben, aktiv. Ja, Paper X Risk ist, glaube ich, nur so ein Spaßprojekt. Das gewesen. ist Ja. ja voll. Misanthropical, aber die gibt Gibt's es nicht auch mehr. nicht mehr. Die haben, das ist auch ein Und kurzlebiges dann Projekt hat gewesen. es hat nochmal eine, ich glaube noch so eine Screamo. Ich erzähle einen Seich, aber Also ich meine, glaube, sag du noch und mal Basil etwas gewesen. gekämpft für den Platz 1 von Leuten, die in den meisten Bands spielen. Also sorry, also bis jetzt hat es definitiv der Basil. Ja. Ja. Du hast 4. Ja, ich spiele in 4. Genau. Also ich spiele in 2 und habe 2. Ja. So sage ich das jetzt mal. Versus und Matchbox Whispers sind so meine so Bands, wo ich effektiv aktiv drin mitwirke, abseits vom Live-Spielen. Und Taoist und gut, Taoist ist jetzt einfach, du hast mein Leben komplett übernommen, das ist ein anderes Thema. Aber Fear Lab und Taoist sind so, da bin ich halt mehr so eigentlich Live-Gitarrist. Bist Fear Lab, ist das voll fix, oder? Fix. Ja. Ja, ich habe jetzt einfach mal gesagt, als ob ich denen jetzt Nein Aber sage. Ich habe Songs. Man Alter, muss ich nicht im kann das so Songwriting, genau man gewusst. muss sich nicht mega fest im Songwriting einbeziehen, um einfach Teil von der Band zu sein. Also, du spielst schon. Ja, aber ich mache auch sonst nichts, weißt du so. Okay, bei Taoist mache ich, du hast einfach mein Leben übernommen. Deine Frau schafft schon bei mir, Goffertelli. Stimmt. Aber ja. Back to. Ich bin mir ziemlich sicher, das macht Sinn nur, dass du weißt, wo ich im Büroalltag so genau bin. Dass so, schau mal, dass er heute nicht kaputt geht. Ja, ja. Hat es nicht mal noch einen anderen Basil gegeben, der bei 18 verschiedenen Bands gespielt hat? Der dann leider beim Wanderunglück ums Leben gekommen ist. Nein, das war der Walle. Ah, Walle, ja. In Love Your Mother. Ja, An stimmt. der RIP. Der war so eine Ja, krasse stimmt. Maschine. Gewesen. Ja, ja. Das sind aber auch bei 8, das sind auch bei 7 Bands gewesen, oder? Ja, er hat so eine Gypsy Swing Band gehabt. Er hat, Ja, mit der habe ich glaube Stimmt, sogar der mal hat alles gespielt. gemacht. er hat das Mit gemacht. dieser Gypsy Swing Band hat Versus mal gespielt an einem Festival. Ohne Scheiß. Ich bin Love Your Mother und sonst. Ja, keine Ahnung. Wie viele Bands? Das war ein insane Typ. Gewesen. Aber Ja, sad. mega sad, ja. ja. Warte, also zum die Stimmung wieder heben. Wir sind schon wieder mega blöd abgebogen. ja. Also, Willkommen im Podcast. Haben Sie das mitbekommen in Deutschland, dass die Nazi-Gruppe «Der dritte Weg» gewandert ist am Hitler seinem Lieblingsberg und dann einer von denen dort in den Tod gestürzt ist? Nein, so schade. Aber das ist schon lang her, oder? Ja, das war letztes Jahr irgendwann im Sommer. Gewesen. der dritte ich enthalte mich jetzt mit jeglichen Kommentaren, die ich da dazu habe, aber Ja, gibt Schlimmeres. Ja, ich habe nur den schlechten Wanderunfall in einen guten Wanderunfall. Kannst du jetzt deinen empfehlen. Witz mit den Nazis und den Christbaumkugeln noch schnell reinrühren, bitte? Nein, ich bin nicht da zum Witz erzählen. Für das hast du immer genommen. Also, aber jetzt hast du einen angeteased, jetzt muss ich ihn erzählen. Ja, eben. Ja. Nein, du könntest jetzt einfach wirklich stick to your guns mäßig durchziehen und dann nicht erzählen. Aber dann darfst du auch nachher keinen Witz mehr erzählen. Wenn ich will. Dann mach. Das ist Nein, wirklich gut. weiter im Takt. Du kannst noch uns auch nachher erzählen, wenn du das Mikrofon weggelegt hast. Ich fände es immer noch geil. Nachher können so Leute können mal schauen, wie viele Paywall, Leute die zahlen euren können. Podcast hören. So, wie ist jetzt der Witz gegangen? Ich erzähle den Witz Das ist wie... jedem persönlich, der kommentiert und fragt, wie der Witz gegangen ist. Okay. Geil, Wenn's gehört. stabil. Voll. Ivo ist ein Influencer. Du könntest den Witz, du könntest es machen wie der Kate-Effekt, du könntest den Witz einfach als Merchandise-Artikel aufschreiben. Die haben nämlich einen Merchandise-Artikel, der Wahlwitz heisst und einen Wahlwitz lang.
Der Wahlwitz kostet irgendwie 5 Stutz und der Wahlwitz lang kostet 30. Und dann? Dann erzählt dir der Lukas den Wahlwitz kurz oder den Wahlwitz lang. Geil wäre, wenn es auf dem Shirt noch so ein QR-Code Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, der Witz ist absolut stupid. Also es macht es wirklich nur noch dümmer. Love it. Gute Idee. Ja. Was passiert, wenn du Germanistik studierst? Ja, das und du musst den Taoist-Gruppen-Chat korrigieren und proofreaden. Oh ja, was sind wir gewesen? Wander und nein. Zweite, Hitlerwitz. das auch. Sorry, wir können den Podcast auch einfach 1933 nennen, weil das ist jedes Mal, wenn wir zusammenhocken mit dem... Ich weiss, was es ist. Es ist der Preamp, der da so komisch klippt in meinem Kopfhörer rein. Wir tönen alle wie so Nachrichtensprecher aus den 40er. Schon ein bisschen. Okay. Außer der Ivo, weil im Ivo seine Stimme irgendwie so beruhigend ist, dass das Mikrofon nicht macht. Das Problem ist, gelernt. immer Gelernt ist gelernt. wenn wir jetzt Hitler erwähnen, denke ich an An Sveti. Sveti. Ja. Sie hat uns einfach so locker flockig im Podcast erzählt, dass sie mit dem Gitarrist von Dragon Force im Hitler im Lift gefahren sind. Life Achievement, I guess. Okay. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Liebe. So, also, wir haben herausgefunden, 2023 war das, wo ihr mit Chrome gespielt habt. Yes. Und Band Completion haben wir gehabt. Yes. Mhm. Ja, Line-Up und so, genau. Mhm. Ja, und eben nachher anfangs 24, glaube ich, wieder beim Luke in der Küche gewesen. Bist du nicht eigentlich zum Luke gekommen? Mit dem Auto. Danke. Ja, glaube auch über den Ivo. Mhm. Ja, voll. So Ja, wie die ich Gang. Also ich habe jetzt erst dich gefragt. Mhm. Du hast ja keine Zeit gehabt, Du hast oder? keine Zeit gehabt. Und dann habe ich den Luke gefragt, weil das der zweite Producer war, den ich kennt habe. Und er hat dann Zeit gehabt. Und dann sind wir zu ihm gegangen. Mhm. Voll. Das ist eigentlich, also ich kenne ihn, lustigerweise habe ich ihn über einen anderen Kollegen, den ich eigentlich aus der Drum-Bass-Szene kennengelernt. Voll. Das ist auch relativ, dann einfach auf Social Media angehauen und dann ist das dann relativ schnell zustande gekommen und wir sind bis jetzt eigentlich sehr zufrieden gewesen. Ja, ich finde, er hat uns vor allem so Songwriting und so nochmal extrem viel, also so gerade so Guitar Pro, vorher noch keiner etwas davon gehört. Ja. Das hat unser Leben, also wir Also, schreiben mein nur noch- Leben hat es am Dienstag sehr, sehr fest versaut, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ivo ist ein bisschen verzweifelt, schenkt ihm bitte einen Guitar Pro Kurs. Ich kann einfach vor kurzem nochmal mit dem zusammenfassen, weil ich es schon lange nicht mehr müssen brauchen. Hey, durch das, dass ich keine Noten kann, Mhm. durch das, dass man in Guitar Pro einfach Tabs eingeben kann, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ich schreibe nur noch Songs mit Ja, Guitar du musst Pro. mir das wirklich mal zeigen. Ich kann es immer über. Ich habe könnte dir gefunden, zwar nicht erklären, was das ich mache, aber es funktioniert. Du schreibst Guitar Parts. Ja, einmal so Grund. Also du bist Ja. die treibende Kraft hinter der Nein, Gitarre. Also du sicher bist der, nicht. aber wenn du eine Idee hast für einen Song, machst du so einen Schlagzeugpart oder machst Wenn du ich eine alles? Idee habe für einen Song, dann ist es immer zuerst Gitarre. Mhm. Und Hast du Schlagzeug. dir schon mal überlegt, Gitarre zu spielen? Hey, ja. Und Du währenddem, hast- dass hast- ich 10 Tage in Corona-Quarantäne war, habe ich mir vorgenommen, ich lerne Gitarre. Mhm. Nach 20 Minuten habe ich gesagt, fick dich, ich habe keine Lust mehr. Hast du dir vor... Mein Hirn Hast du ist dir zu schon mal- klein, um meine Finger einzeln können. Ich muss neu draufhauen und es muss immer gleich tönen. Hast du dir mal überlegt, Bass zu spielen? Am nächsten Tag habe ich gedacht, hey, ich habe vom Silvan einen alten Basti heim. Und habe nach dem 3. Tag Plattern auch dort gefunden, fick dich, ich muss neu draufhauen, wo es immer gleich tönt. der Bass hat jetzt übrigens keinen Kopf mehr. Das stimmt. Unser Bassist Sven hat so einen Headless Bass mitgebracht einmal. Und wir haben ihn hart gefrontet. Wie es sieht halt einfach speziell aus. Ich habe noch nie einen Headless Bass Um gesehen. das so Nein, hast du sagen. schon nie einen Headless Bass gesehen? Nein, Headless Gitarre nur. Ah, der Headless Bass sind aber sowas von viel mehr als Headless Gitarre. Nur weil du mit Bands spielst, wo jeder einen Stramberg hat. Mhm.
Ja, und auf jeden Fall hat er, ich weiß gar nicht mehr, vor 2 Jahren echt, oder letztes Jahr geheiratet. Vor 2 Jahren geheiratet und man hat ihm so als Joke, haben wir ihm auf die Hochzeit einfach nur den Kopf von dem alten Bass haben wir mit den Flex abgeschnitten und nur den Kopf geschenkt. Geil. So geil. Rest in Peace, Guter Alter. Joke gewesen. Genau. Lustigerweise, ich fange mit Drums an. Schon. Ja. Aber zum Ich deine fange an, Frage indem noch ich Guitar Pro beantworten, starten und Mental Breakdown schreien, dann den Ja. Laptop zuklappen ich und schreibe dann laufen. immer, also es sind immer ganze, komplette Songs. Okay. Aber die, dann die meistens- Programme, die Tabbing-Programme sind einfach nicht intuitiv gemacht. Ich finde es schrecklich. Findest du? Ja. Aber. Gut, ich mache es mit Tax-Gitarre, nicht mit Guitar Pro. Ist einfach free. Ich glaube, ich bin einfach mit den falschen Erwartungen da angegangen. Hast du gedacht, das tönt nachher nicht wie eine MIDI-Gitarre? Nein, ich habe gedacht, ich könnte das Programm aufmachen und dann ein paar Parts zusammensetzen und dann habe ich einen Song geschrieben. Ah, ja. So habe ich Ja, auch der gedacht. rein theoretisch. Also ich mache es auch nicht. Das könntest du wahrscheinlich eher mit DAW machen und MIDI. Ja, Instrument. voll. Ich habe es dann auch gedacht. Weil Kann man schauen. ich mache eher das und nachher gehe ich zurück zu meinem Tabbing-Programm und so, what the fuck is this, oder? Das ist einfach weird. Und es gibt sehr gute MIDI-Instrumente zum so schreiben, weil ich schreibe eher gerne MIDI und tue es nachher importieren im Tabbing-Programm und dann ein bisschen korrigieren. Hast du Taoist-Sachen so geschrieben? Ja. Das erklärt einiges. Ja. Also erklärt sehr vieles. Mhm. Das erklärt eigentlich so ziemlich alles, was der Mike und ich in unserem privaten Chat hin und her geschickt haben. Ja. Aber hast du kannst sicher Synthes bedienen, Ivo? Nein, aber leider, ich kann wirklich nichts. Ich bin musikalisch eigentlich komplett unbegabt. Wie hast leider. du Streamen gelernt? So ein Zeich. Mal so, also so, ja, wie habe ich Screamen gelernt? Ich habe einfach das Mikrofon genommen, ich habe reingeschrauben. Und am Anfang hat es weh getan und dann habe ich anders reingeschrauben. Dann hat es nochmal weh getan und dann habe ich anders reingeschrauben. Und irgendwann hat es nicht mehr weh getan und dann habe ich gewusst, jetzt mache ich etwas richtig und dann habe ich so weitergemacht. Das ist aber schon mal besser Ja. als die meisten Leute. Caveman-Style. Gefällt mir. Voll. Also ich habe auch schon 100'000... Also du hast jetzt immerhin 6 stabile Shows innerhalb 5. von 5. 6 stabile Shows innerhalb von einer Woche gespielt. Also von dem her. Ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, ich muss mehr... Ich darf nicht mehr so viel zwischen dem Shouten und dem Screamen. Oh. Ups, zwischen dabei. Der Joke hat sicher jeder gebracht. Es wird nicht alt. Eigentlich Ich darf nicht so viel zwischen dem Screamen und dem Shouten wechseln. Ich glaube, das ist das, was dann so auf längere Dauer auch in meiner Stimme nicht so gut Was meinst du mit Screamen und Shouten? Kannst du schnell elaborieren? Ja, was- ins Mikrofon reinrufen So, und hey! ins Mikrofon reinschreien. Ja, das So der High-Low, oder wie? ist doch für mich so ein bisschen das Gleiche. Mit Verzerrung, ohne Verzerrung. Hätte ich jetzt gesagt. Also du meinst einfach singen, blöd gesagt. Ja, nein, ich mache ja keine Melodie, sondern ich rufe einfach. Ja gut, aber das ist ja dann, wenn du keine Verzerrung drin hast, eigentlich trotzdem die gleiche... Ja, Und vielleicht. Du tust tatsächlich mal schreien. Oder so, wie sie nicht Perkli wärst, amix. Ja, schon nicht. Ja. Also ja. wieso schreist du im Park? Ja. Keine Ahnung. Ja, ich manchmal auch, wenn das Portemonnaie geklaut wird oder so. Kommt so! Die Drogenabhängigen musst du wegscheuchen, ja. Ah, Das ja, ist gut. mein Bänkli! Voll. Okay. Ja. Wir sind beim Luke gewesen. Ja. Beim Luke. 2 EP. 2 EP. Und dann, die ist meiner Meinung nach schon recht viel besser Musikalisch geworden. 50 Stegentritt weiter oben wie die erste. Mhm. Gefällt mir persönlich schon viel besser. Noch nicht perfekt. Also, noch nicht perfekt. Auch dort hat es einen Song drauf, den ich am liebsten einfach wieder rauskicken würde, weil ich ihn nicht gerne habe. Aber das muss man, glaube ich, aushalten können. Aber ja, auf jeden Fall auch hat es ein bisschen motiviert zu sehen, dass da eine Steigerung rum ist, die auch für uns sichtbar ist. Ich glaube, das Ja, hat und es ein ist bisschen ja, motiviert zum ich finde es Weitermachen. auch wichtig, dass so die
Evolution auch siehst, den Fortschritt, den du hast. Also Es wäre problematisch, wenn sie es nicht merken. ja, eben, genau. Also von dem her finde ich auch Ja gut, die es gibt erste auch Bands, die EP dann so völlig die- berechtigt. Die erste EP machen und das dann schon mega geil findet und dann wie nicht sehen, was sie noch könnte verbessern und dann Das ist aber nicht gut. eben, ja. Mhm. Ich glaube, dieses Problem ist mehr, dass wir jetzt die Songs von der ersten EP einfach schon Ja, wahrscheinlich wirklich ist das. tot geschmiert Ja, haben. ich glaube, das ist Weil wirklich ich finde es das. eigentlich nicht. Ich finde auch die ersten paar Songs relativ geil. Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich das. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Mhm. Mhm. Die müssen einfach schneller neue Songs schreiben. Ja, eben darum wollte ich ja Guitar Pro lernen. Ja. Aber Ich glaube, wir lernen lieber Gitarre, ist viel einfacher. Ja. Also ich glaube bei dir, es wird wahrscheinlich wegen intuitiv mehr bringen, einfach mit Reaper zum Beispiel Ja, und MIDI oder und Bandlab. ja, oder das. Und einfach, weil du kannst gleich ja nach Drum Bass brauchen. Oder? Ja, Und den finde ich intuitiver als Guitar Pro. Als ja, nicht vielleicht wäre das Gitarrist mal zum eine Idee Beispiel. zum Anschauen. Auf jeden Einfach Fall. YouTube-Tutorials reinhauen, einfach mal. Es ist einfach, mit allem ist es so, am Anfang wird es sacken, oder? Ja, fix. Bis jemand es kannst. Fix. Oder? Also ich hatte letztens Safe. eine Erleuchtung gehabt, so dass das Keyboard-Spielen ja eigentlich hure easy ist. Es sind ja noch 12 Noten. Ja, und sie sind alle nebeneinander und wenn du auf dich eine Taste drückst, dann tönen sie immer gleich. Nicht so wie eine Gitarre. Was soll das jetzt heißen? Es sind nur 12 Noten. Ich bin schon mit 2 überfordert. Ja, aber du musst ja auch nicht alle 12 gleichzeitig spielen. Du hast ja auf der Gitarre auch eigentlich alle 12 Noten, immer. Du spielst ja nicht alle gleichzeitig. Aber wenn du auf der Gitarre einen Akkord greifst, dann kannst du den auf so viele Arten verkacken. Wenn du einen Akkord auf dem Keyboard drückst und du die Tasten verwutschst, dann tönt Kannst der ja auch immer daneben gleich. langen, oder? Ja, aber wenn du ihn verwutschst, das habe ich ja gerade gesagt. Wenn du gut. Töne auf der Gitarre, wenn du deine Hand richtig hast, kannst du es trotzdem noch auf 17 andere Arten verkacken. Faktoren, die ins Spiel kommen. Ja. Ja, es ist einfach ein bisschen, ja, du musst, da darfst du mit der ja, Aber Alter, also so klassische Pro-Klavier. Bruder, ich habe nicht gesagt, das ist Bro. nicht schwierig. Dann kommt die Dynamik auch noch ins Spiel. Ich habe nicht gesagt, wenn man es kann, ist es einfacher. Ich habe nur gesagt, um mal Basics reinkommen, ist es ein bisschen weniger feinmotorisch. Du, wie gesagt, Anspruchsvoll. ich muss noch jemand draufhauen und es muss immer gleich tönen. Alles Klavier. andere ist zu mühsam. Tönt immer gleich. Aber Drums, dass es gleich tönt, ist auch schwierig. Ja, schau, das ist übrigens Fun Fact wieder beim ersten Mal aufnehmen mit dem Luke. Ich habe in diesen 5-6 Jahren vorher Punkband mein Drumset kein einziges Mal gestummen, Bro. Das kann ich bestätigen. Einfach, Solange es keinen Riss, kein Loch drin hat, kann man drauf rösten und dann ist es geil. Ja, ja. Also ich gehöre gerade zum... ganz ehrlich, ich höre das gerade zum ersten Mal, dass man ein Drum muss. Okay, ich bin beruhigt. Ah. Look, mein Beileid. Zum Fernsehen Ivo. Man Hey, muss es aber anstimmen. ich habe seine Anregungen übernommen und Sehr tue gut. ich habe sogar immer einen Satz Notfallfall jetzt im Bandraum. Bruder, wer bist du und was hast du mit dem 17-Jährigen gemacht, den ich kennengelernt habe? Ja, sorry. Ist okay. Ja. Aber das sagt etwas vom Lukas Producer, dass du nachher durch etwas kannst mitnehmen, etwas Ja, lernst. auf Das jeden ist Fall. extrem Genau. wichtig. Ja, voll. Von dem her, wenn ihr selber anfangen aufnehmen, geht zum Nein. Ricky. Der Ricky macht nämlich den grossen Fehler, dass er Zu viel Arbeit. Der Ricky gibt nämlich Bands Tipps mit, dass sie nachher selber aufnehmen können und dann müssen sie nicht mehr zu ihm gehen. Das ist ein bisschen blödes Geschäftsmodell von ihm, aber... Voll. Jawohl, dann... Was sind wir gewesen? Zweite EP. Zweite EP. Die war fertig gewesen und dann ist ja... Dann haben wir gleich mal die EP getauft, oder? Nein. Ja, Okay. ja. Nein, die EP ist im Juni rausgekommen, die Plattentaufe war im November. Ist sie nicht im... Nein, das ist ein Hobbies. Nein, das ist nicht im November. Also Nein, Platte- November ist nicht. Es ist, wo wir im Ebri gespielt haben, ist Das war im August. mit Hoop Brawl. Ja. Sicher. Du hast recht. Schon wieder. Ja, stimmt. Im August letztes Jahr ist die zweite EP Am rausgekommen. 11. Ja, genau. Und die Plattentaufe ist dann im Dezember gewesen. Wann war das gewesen? Ja, ihr seid dort auch gewesen. Ja. Dann war es im Januar gewesen.
Ja, stimmt, das war erst im Januar. Das ist ja das Jahr. Erst Ende Januar. Genau. Ist so Dezember. Oder 24. Januar gewesen. So Dezember hätte der Bella noch nicht Songs können. Also ja, da hätten wir ein Problem gehabt. 25. glaube ich. Ich wollte noch 25. erst. Nein, ist gut, sonst kann ich nicht schlafen. Ich schlafe nicht. Ja, ich weiss. Du schreibst noch das 13 Tal ins Album rein. Schickst dem Ivo noch 14 Tutorials, wie dass er mit MIDI seine Gitarre kann schreiben kann. Hey, ich nehme auch noch eins. Ich habe heute erst 2 gehabt. Hey, als seit ich nicht mehr trinke, El Toni ist einfach Liebe. El Toni ist das Beste. Same. Der Ricky und ich haben letztes Mal herausgefunden, dass wenn du im Backstage, also am Samstag, ist einfach das alkoholfreie Bier als erstes leer gewesen. Ja, ist insane. Also, ich sehe den Trend überall. Wie geht der Joke in all diesen anderen Podcasts? Es gibt auch andere gute Mate-Marken wie Club Mate oder Nein, gibt's Red nicht. Bull Also, das ist mir Mate. scheißegal. Das gibt mir keinen Fick drauf. El Toni sind die einzigen, die uns zwar noch nicht zahlen, aber ich will auch von niemand anderem Und das bezahlt werden. Lustige ist, am Wochenende Gibt es jetzt im Selecta? alkoholfreies Es gibt Bier ein ist. Lidl. Ja. Alkoholfreies Bier ist als erstes weggegangen. Mate. Und Mate. Und es ist voll mit Mate Und der gewesen. Wein. Okay, ja. Und der Fireball. Das ist Ihr sehr viel als habt Wein im Bandroom. Nein, im Backstage. Der Döme hat irgendwie sehr viel als Breath hat eine Weinflasche angestellt, weil die gerne weiter. Die haben einen Bandwein anscheinend. Ich freue mich auf den Vlog, den du aufgenommen hast. Weil ich bin die ganze Zeit am Merch-Table. Ich kann nicht Der fixen. Part ist nicht drin. Ah, Ich schicke dir aber die Videos. mhm. Weil ich habe einen roughen Cut gemacht, dann hat es geheißen, schon gut, aber können wir den Teil in der Mitte vielleicht rausschneiden, der ist nicht so vorteilhaft. Die Boys sind richtig parat gewesen. Sie sind wirklich plötzlich einfach, also jetzt sind alle normal gewesen, dann hat Lotrify angefangen zu spielen, ich laufe im Backstage auf, einfach die Flasche Fireball leer. Mhm. Ich glaube, der Luca von vorne und der Döme beide dort so. Nice. Ja, das war zu viel gewesen. Das Oh nein, ich hätte nicht pfeifen sollen, dann kommen sie ran. Das muss ich schon sagen, ist das Coolste von nicht trinken, ist, du siehst alles und dann kannst du einfach mitlachen. So. Hey, ich finde es mäßig lässig. Wieso? Wie du dann das so anschaust und denkst so, shit, bin ich auch so gewesen? Und wir beide wissen, dass wir so gewesen sind. Nein, ich kann nicht. Ja, mal eigentlich schon auch. Weil es ist eben, ich habe am Imperican Festival habe ich das erste Mal gesehen letztes Jahr. Ich habe ja letztes Jahr kein Alkohol getrunken an Konzert. Und dann bin ich am Imperican Festival da gestanden mit dem Nico bei der letzten Band. Alter, dort hat es nur Zombies gehabt. Und ich habe mir gewusst so, shit, ja, der letzte Imperican Festival haben wir uns die Kanten am 2 schon wenn du gegeben. Teil von dort bist, dann interessiert es dich auch nicht, weißt du? Ja, Weißt du, ist eben, noch dann habe viel ich gedacht, geiler. wir haben uns die Kanten am Nachmittag um 2 schon gegeben. Wir sind Oh, ganz ja. sicher auch so Zombies gewesen. Oh ja. Morgen am 5 Uhr am Rave. Alter, dort. Das ist ja mit dem Moment, wo es bis auf Zürich abschneit. Ja, Zürich schneit's immer, Das oder? fängt schon vorne an. Ja, ja. Snow Forecast in Zürich ist immer high, oder? Ja, auf mindestens 1,85. So groß Voll. ist der Roman gar nicht. Ja, dann haben wir Plattentaufe gehabt im Piccadilly in Bruck. Ist, ja, hätten noch ein mehr Leute kommen, aber ist an sich geil gewesen. Auch ein geiles Line-Up. Auch dort nachher Es hat so eine komische Band gespielt, die vorher noch nie Musik gemacht hat. Das war crazy gewesen. noch nie Musik gemacht. Und es hat eine Band gespielt, die am Aber- Greenfield spielt. Mittlerweile voll. Ja. Was Tau ist, spielt am Greenfield. Props an Ryan Cheddar. Ja, voll. Fix, stimmt, die haben die Band Geile im Death Welschen Metal. gewonnen, oder? Mhm. Ja. Ja, Ja. die sind geil gewesen. Ja, Januar und dann haben wir keine Show mehr gespielt. Und sind Bis- nachher, ups. Wie ist die Insanity eigentlich passiert? Ja. Hey, wir haben halt, also der Tom hat das eigentlich angerissen. Also ich habe das eigentlich auch schon lange mal gesehen. Also immer gesehen, dass eben so, ich meine, Cancel, Safe State, jetzt haben schon ein paar Schweizer Hardcore-Bands. Insanity, ja. Insanity, Ja, ja. ja. haben Südostasien-Tours gemacht und dann Und Cancel haben es gleichzeitig wie ihr fast noch. und sie haben es ich schon zum glaube, sie zweiten Mal sind, gemacht. Ah, sie zweite Mal, sind aha. glaube ich, fast fertig gewesen, Fast wo wir fertig, ja. nachher So ist schon funny sind. gewesen, wenn ihr dort treffen, so spielen wir zusammen. So plötzlich am gleichen Festival. So, what the Cancel haben, fuck? glaube vor ein paar Jahren schon mal einfach Südostasien gemacht. Das Mal haben sie ja nur Indonesien gemacht. Ah, Voll. Genau. okay. Ja, und dann hat glaub, der Tom mal gefunden, wieso machen wir das nicht auch? Mhm. Ja, also meine Frau kommt ja ursprünglich aus Thailand und es gibt so eine Seite Unite Asia. Das ist so
so eine Underground Homepage, wo einfach alles so Punk, Metal, HC, die ganze Untergrundszene wird dort, wie sagt man dem? So ein Forum? Ja, genau, so ein Forum, wo einfach geil. jeder Release, alle Shows, also mega fett. Das kann ich Das wird abchecken. das wird von, glaube ich, einer gemacht, wo das einfach nebendurch so just for fun macht. Und ich habe das schon, ich habe schon immer mal wollen, auch an einer Show, wenn wir bei ihrer Familie, also bei der Familie von der Frau sind in Bangkok, und bin nachher so auf die Seite gekommen, und auf dieser Seite hat es ein etwa 4-seitiges Verzeichnis von Promoter und Bookers aus ganz Südostasien. Geil. Mit also Japan, Mongolei, China, Wir Dubai. brauchen ein Jahr Vorlaufzeit, Kollege, aber das ist gesagt haben. Ein Jahr lang nicht, das kann Also, ich jetzt sagen. Nein, einfach, dass er nicht auf dumme Idee kommt. Genau. Und ja, und ich habe irgendwie gewusst, also ich habe letztes Jahr bin ich Vater geworden und habe gewusst, wenn ich so Sachen machen will, dann müssen wir das in den nächsten 2 Jahren machen, sonst bringe ich das nicht mehr an. Und dann habe ich einmal ich weiß gar nicht mehr, wem das ich zuerst geschrieben habe. Ich glaube, so einem Ebri in Bangkok. Also ja, es ist wirklich 1:1 so, einfach mal ein paar Nachrichten rauslassen. Und so ist dann das zustande gekommen. Also das meiste eigentlich durch Insta. Ja. Also kannst bei der Lupe eingeben, Hardcore, und nachher die Stadt, wo du hin willst, und es zeigt dir alle Flyer an, und dann kommst du irgendwann zu den Bands und so weiter und so fort. Gut, ich nehme mal an, in Bangkok hat sicher viele Expats, die auch so Konzerte... Ja, die habe ich natürlich gekonnt auslassen, weil ich wollte ja zu den Locals und nicht zu den Expats, oder? Ja, voll, und das ist dann immer weitergegangen, und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. So eine Guckenmusik aus der Schweiz, da, wo sonst noch nie irgendetwas so vorzuzeigen hatte oder so. Und ja, das ist dann etwa über 1,5 Jahre, habe ich das nachher zusammengestiefelt. 6 Shows in etwa, was sind es gewesen? Ja, nicht ganz 10 Tage, aber so voll. 1,5 Jahre, crazy. Also die Zeit braucht immer brutal lang. Ja, und es ist also, ich finde es eigentlich so ein bisschen so, das Zeug organisieren und so, finde ich eigentlich auch noch geil, aber also das ist crazy gewesen. Also wirklich da mit Flügen und dann eben 6 Shows in 4 verschiedenen Ländern, und eben die meisten, gerade so in Indonesien und so, reden nicht alle so wirklich gut Englisch, und dann mit so Google Translator Englisch wirklich am gleichen Ort landen am Schluss. Das war eigentlich noch ein bisschen Glückssache gewesen. Ja. Aber es hat also mit Abstand besser funktioniert, wie ich das mir je vorgestellt habe. Es ist keine Show abgesagt worden von 7 Flügen. 6, 7. Ich glaube, 7 Flüge ist nur einer umgebucht worden. Crazy. Hast du das selber so umbuchen oder haben das Nein, es ist automatisch 4 Stunden vorher die Nachricht gekommen, Flug ist abgesagt, da ist ein neuer. Ja, das ist ein Speditiv. Wie haben die denn noch einen Scheissdreck mit übergenommen? Haben die überhaupt Gar Zeug nicht. mitgenommen? Stutz seine Gitarre nicht mitgenommen? Nein. Ich habe einfach, durch das, dass ich links spiele, habe ich auch mein Double Bass, mein Linke, habe ich mitgenommen. Aber das ist auch gerade gelangt für Handgepäck. Und eigentlich am Anfang war schon geplant, dass wir Gitarre mitnehmen. Aber in Indonesien Zoll ist extrem... Ist uns gesagt worden, es ist extrem crazy. Also, so wie sie erzählt hast, musst du dich ausziehen, bücken und husten. Aber also, wir sind dort gelandet. Sie haben schnell unser Handgepäck ein bisschen angeschaut. Nachher sind wir in diesem Land rein gewesen. Also, wir hätten, glaube ich, fröhlich die Gitarre mitnehmen können. Ja. Auf der anderen Seite hätte es schon relativ viel Geld gekostet, so extra Gepäck zu machen. Gut, für 6 Flüge wäre es schon ein bisschen viel gewesen. Ja, wir sind extrem viel geflogen halt. Wie haben ihr das denn gelöst? Wir haben bei jeder Show
Ausser in Kambodscha haben wir es entweder von den Bookers oder von einer anderen Band können auslehnen. Und in Kambodscha haben wir es einfach in einem Musikladen, wo wir angeschrieben haben, wir es können mieten. Geil. Stabil. Mhm. Ist Ja, alles- Es hat dann halt so lustige Momente ja. gegeben, wie das der Ich freue Francesco in mich, ich hoffe, dass Singapur irgendwann auf einer mal pinken Hello Kitty Gitarre gespielt hat. irgendwann mal ein Video von der Show aus Singapur kommt, der Francesco mit Grossartig. einer pinken Hello Kitty Gitarre. Das ist geil. Beste. Es hat alles funktioniert mit Tuning und weiss ich was. Hey, bei der Insane. ersten Show in Bangkok, dort, das war wieder so gewesen, wo man ein bisschen aneinander vorbeigeredet hat. Der hat gesagt, also der es organisiert hat, ja, ist alles Instrument von der Venue, alles vor Ort, kein Problem. Ich ja, tipptopp, oder? Dann sind wir dort, eben, wir sollten noch Gitarre haben und alle haben uns so angeschaut, so, what the fuck, ihr habt kein Instrument. Jetzt hat der gemeint, ich rede halt einfach von den Verstärkern und den Caps, oder? Hat dann schnell von der Cousine von meiner Frau 2 Gitarren und einen Bass organisieren lassen und die hat das schnell eine halbe Stunde durch ganz Bangkok durchgefahren mit dem Auto. Crazy. Voll. Das war so das Einzige, wo schnell ein bisschen kritisch geworden ist. Also das heisst, du bist nie in die Situation gekommen, dass über dir die Snare abkaufen für 14 Franken? Nein, aber es hat mich einer gefragt, ich habe nebenbei auch noch Miss China mitgenommen, weil das Einzige, was mir am Herzen liegt an meinem Drumset, ist Miss China für Breakdance, wichtig. Donald Trump, Fabi Zimmer. China. Und jetzt haben mich fast jeder Schlagzeuger gefragt, wie viel das kostet. Mhm. Dann habe ich es ihm gesagt und dann hat er es, glaube ich, nicht mehr wollen. Ja, also nein, das hat irgendwie 80 Stutz gekostet, aber tu das mal umrechnen auf ihre Währungen dort, Ja, dann ist es etwas anderes. Mhm. Voll, also das denke ich, glaube noch relativ, ich meine, klar, jetzt für unsere Seite Jungs ist es, glaube ich, schon ein bisschen mühsam gewesen, jedes Mal wieder eine Gitarre, die du nicht kennst und so. Mhm. Und normalerweise sie spielen die ja mit 7-Seiter und das Tuning und so. Mhm. Aber es hat, also ich habe einmal gefunden, es hat immer. Es hat eigentlich gut aufgezeigt, dass So. sie ihre 7-Seiter auch wieder könnte heilen und einfach die 6-Seiter mitnehmen. Logisch, können sie die meisten, Ja. das ist jetzt wieder mal mein Take, wo alle mich werden dafür hassen. Ihr Ja. braucht alle keine Ich habe noch 7-String-Gitarre, ihr braucht keine 7 Strings, solange die oberste, die höchste fucking Seite nicht anlangt. Ja. Wenn du die höchste fucking Seite nicht anlangst, dann machst du wie Paleface, dann droppst du die scheiß reguläre Gitarre einfach bis dort runter, du Doppel. Oder kaufst du einen Bariton, so wie ich. Gehört Stutz. Nein, der Stutz ist cool, er darf das. Bariton ist im Fall der Shit. Es ist Francesco ist auch cool. Es ist Francesco ist auch cool, der darf eine das. Seite weniger zum Wechseln. Es ist... Du brauchst nicht mal einen Bariton, Alter. Du musst einfach wissen, was du machst. Du kannst mit einem Short-Scale-Bass nicht Metal spielen. Was? Fick dich, geht hure gut. Noten. Bringt mich nicht auf. Was ist das für ein dummes Argument? Die Länge vom Bass macht den Sound nicht aus, ist der Ton aber nicht, du Arsch. Entschuldigung. Aber man muss auch sagen, in Bangkok, das, wo der Dude, der es organisiert hat, dort mit dem Instrument verkackt hat, dass er das sonst mit Ja, seiner Gastfreundschaft und voll, allem er hat wettgemacht. eine Firma, also ich weiß nicht, ob man das kann eine Firma nennen kann, aber sie machen selber Merch. Mm. Unter anderem, glaube ich, auch schon für Bands wie These Nuts und so. Mhm. Und sie haben für uns 70 Shirts gemacht. Durch Merch. Sick. Offen geil geworden. Voll. Voll. Unbedingt abchecken. Strive for Nothing, Bangkok Hardcore. Saugeil, die haben auch die haben sich sogar sie haben sich ein Scott Vogel Feature gekauft. Voll. Die haben Die haben ein Feature mit dem Scott Vogel von Terror. Genau. Geil. Voll, mit denen haben wir in Bangkok und in Kuala Lumpur dann noch gespielt. Mhm. Das war sehr Voll. gut gewesen, also ein bisschen. Ja, auch so ein bisschen die härter HC-Schiene. Mhm. Mhm. Voll. Also gestartet in Bangkok, erste schon. Yes. Ja, ich bin mit meiner Family schon ein paar Tage früher runter. Mhm. Und wir haben Ich uns allein. dann, genau, und dann ist nah jeder, dann einmal, also zu Bangkok war so Meeting gewesen, und dann erste Show. Und Dann dann noch eine Frage, wie stark ist in Thailändisch? mein Thailändisch. Also wir machen weiter. Die nächste... Ja, also mittlerweile, also verstehen. Vielleicht nächstes Mal sagen so, Bro, Kappe. Instrument, nicht Caps. Ja, genau. Nein, also mittlerweile
versteht ich eigentlich nicht schlecht. Durch das, dass ich so einzelne Wörter catche, wo ich nachher so mehr oder weniger 30% den Zusammenhang habe. Ja. Hey, aber sonst ich habe es mir eigentlich mal fest vorgenommen, weil eben meine Schwiegermutter redet kein Englisch. Aber es ist so, es hat nichts zu tun mit unserer, mit der europäischen, es ist wirklich crazy. Ja, von dem her. Es kommt. Ja, mal schauen. Ricky tönt als ob er Thailändisch könnte. Nein. Ja. Kommt schon, junger Padawan. Weißt du, dann Einfach immer Thai Curry essen. können ganz nachher gut. Leute zu dir gehen, zum Zeugs dort organisieren. Und dann kannst du sagen, ja, Bro, ich kenne den. Bruder, nachher kannst du wieder der Dings werden, der Tourmanager, der Dude, der die Kuba-Tours früher organisiert haben, wo all die Hardcore-Bands von der Schweiz gegangen sind. Dort ist Valetudo und so, sind ja alle dort unten gewesen. Nofnog ist dort unten gewesen. Safer als Ist das mit immer dem. der gleiche gewesen? Ist immer der gleiche gewesen. Und er ist jetzt voll der Right-Wing-Nazi in Frankreich. Ups. Er ist wirklich, Mann, Alter. Er ist als, die Story von ihm ist, glaube ich, so, er ist als kleiner Punk in Paris aufgewachsen. Dann hat er das Gefühl gehabt, fick dich Frankreich. Ist als kleiner Punk auf Kuba ausgewandert, mit 21. Hat dort dann sich ein Netzwerk, hat dort als Touristenführer angefangen zu arbeiten, hat sich ein Netzwerk aufgebaut von so Punks. Hat dann mit diesen Punks dort so Konzerte organisiert. Dann hat er irgendwann, weil es auch nichts hatte dort unten in Kuba, dann hat er irgendwann angefangen, ausländische Bands quasi anfragen, so kleinere, ob sie spielen. Und dann hat er das quasi so nebenbei gemacht. Und dann ist er, glaube ich, während Corona wieder zurück. Und dann auf Paris. Und dann ist so der kleine linke Punk zu einem kleinen Rechten. Sogenannte Schwurbler. Er hat jetzt ein Burs umgezogen. zu so einem genannten Le Pen-Fanboy geworden. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich will eigentlich nicht vor zu so einem Right-Wing-Vollidiot werden. Ich habe nicht gesagt, dass du das wirst. Ich habe nur gesagt, die Möglichkeit besteht, dass du das danach machen kannst. Falls du das jemals Konzert willst wollen. veranstalten. Ja, gut. Du musst einfach nicht abbeugen nachher. Ja, du kannst solange es nicht vor. solange du nicht abbiegst, ist alles gut. Ich gehe davon aus, dass ihr mir vorher eins in die Fresse haut, bevor ich abbeuge. Ich glaube, wir dropkicken dich alle, Alter. Ja, Ich glaube, also, ich hoffe es wenn ich auch. jemals Dropkick, das ist- wenn ich jemals irgendetwas sehe von dir in die Richtung, dann im Fall ist mir egal, ob ich gerade in einem Meeting bin. Ich glaube, dann stehe ich auf und sage, sorry, ich muss etwas erledigen. Weißt, stattdessen lernst du richtig gut Thai reden und machst nachher so ein Shyama. Einfach dort. Machst YouTube-Videos. Okay, wäre noch etwas. Gell? Und dann kannst du eine Schweizer Band dann schicken. Ja, voll. Du kannst dort einfach so, anstatt dass du mit deiner Frau ein Thai-Restaurant in der Schweiz aufmachst, kann sie mit dir eine Show für ausländische Bands in Thailand aufmachen. Businessplan. Jetzt habe ich schon gemeint, Schweizer Fondue. Nein, in Bangkok. nein, dann müsstest du ja können kochen. Bro! Also meine Bestellungen bei Just Eat sind im Fall crazy. Bei Monarca. Aber stell dir Big vor, Rap. ein Fondue in der Hitze dort im Fall. Es gibt eine Insel im Süden von Thailand, die heißt Koh Lanta, und auf Koh Lanta gibt es ein Swiss Fondue Restaurant. wirklich? Ich finde es jetzt auch, ich find das voll easy im Sommer auf dem Balkon ein Fondue essen. Das machen, nein, Alter, was ist mit euch? Raclette. Raclette, nicht Fondue, Raclette. Nein, Also also zum- geschmolzene Brudi. Käse hat man nur, wenn es draussen minus 30 Grad ist. Aber im Geburtstag gibt es immer Raclette und der ist mit im Sommer. Gut, ich bin allgemein nicht so Ich ein wüsste, Käse. das wüsste ich jetzt nicht, weil ich bin noch nie eingeladen war. An meinem Geburtstag? Bist du No fix eingeladen front. gewesen? Bist du letztes Jahr einfach nicht ins Werk baden gekommen? Stimmt. Hey, wir haben keine Sache gehabt. Fuck. Ja, fuck. Ja. Darum war es ein scheiß Abend gewesen. Oh ja, genau. Anyway. Wow. Einer der besten Abende von meinem Leben gesehen, wahrscheinlich. Dann die zweite Show, die haben wir gemacht. Sonst ist irgendetwas Wildes Die passiert erste dort? Show, was war die erste Show? War in Bangkok. gewesen. Bangkok, dann Also sind wir ins Hotel, haben 2 Stunden geschlafen. ich 45 Minuten. Genau. Das ist dann crazy. Sind nachher am Morgen Das ist an den nicht so Flughafen und sind auf Kuala Lumpur, Malaysia. Kein Hangover-Szenen angemacht. Leider nicht, nein. Schade. Ja, Nicht go Ping-Pong spielen. Warte, ich würde gerne noch schnell die Bands shoutout Oh ja, in unbedingt. Bangkok, damit die es du interessiert, hast schon können wieder reinhören. vergessen. Ich habe heute nämlich erst nochmal nachgeschaut. Erste Band, wie haben die geheißen? Alive the Night. Alive the Night, genau. Metalcore Also, Bangkok. Ihr Metalcore. kommt dort hin. Ihr wisst von nichts. Erzähl mal den Ablauf vom Abend dort. Ihr kommt dort hin, ihr habt kein Instrument, sie haben auch kein Instrument. Wir kommen dort an und werden zuerst einmal begrüßt, wie als wäre gerade Beatles gelandet, irgendwie so, also voll. Ja.
Ja, und dann eben das mit dem Instrument. Mhm. Ist Dann sind dann, wir zuerst mal froh gewesen, dass Aircon hat im Club. ich würde da schnell reingrätschen. Der Ivo ist froh gewesen, dass er... Also, Fuck Aircons, ohne Scheiß. Nein, das fickt der mich Tom jedes ist Mal. inzwischen einheimisch dort. Ja. ja. Ich habe jetzt noch extremen Husten wegen diesen Drecks. Draussen ist es 36 Grad, rein kannst du einen Skianzug anlegen. Ja, gut, aber das es kann deine Stimme recht ja. Das ist dann ficken. etwas anderes. Mhm. Aber Voll. ja. Eben, und dann, also, Alive the Night, Metalcore aus Bangkok, Mhm. Voll. Zweite Band sind. Taskmana, Nein, die haben eben nicht gespielt. die haben eben nicht gespielt. Egal, Taskmana haben nicht gespielt, sind sicher auch gut. Auch, glaubst du, so, oder glaubst sogar schon fast ein bisschen Chant. Mhm. Dann hat eine Bangkok. Chant-Band gespielt aus den Philippinen. Wie haben die geheißen? Sein, der war Surebol gewesen, Das und ist, du das ist meinst die Melodic andere. Hardcore Band. gewesen. Sentient Void. Sentient Void, Philippinen und Surebol, So, auch Philippinen. Surebol ist Melodic Hardcore Voll. und Sentient Void Chant Genau. oder Und Progressive haben Metalcore. der Booker dort die andere Bands organisiert? Ja. Ja, also von der Show selber haben wir eigentlich nie etwas damit zu tun Okay. gehabt, von der Organisation her. Genau. Mhm. Ja, eben nur wir und dann eben Strive for Nothing, also sie, die es eigentlich organisiert haben, Mhm. Bangkok, Hardcore, coole Typen. Was hast du so erzählt von der Szene dort? Wie ist es eigentlich? Hey, also ich meine, wir haben es vorher gehabt, Whispers, im Moment, ich glaube, Die sind von Bangkok, oder? Nein. die Doch, sind doch, von okay. Bangkok, die Band, Eben, ja, also das ist riesig. crazy. Riesig, ja. Wirklich, und ich glaube auch, wir sind das letzte Jahr haben wir Whispers gesehen, zusammen mit Speed Mm. in Luzern, in der Schür, und dann haben wir kurz mit dem Sänger am Merch-Table ein bisschen geredet und er hat gemeint, das ist so ein bisschen ähnlich wie Deutschland im Moment. Sie haben auch extrem fette Shows mit Ja. irgendwie 200 Leuten und so mittlerweile. Und gute Local Product in dem Sinne. Ja, halt noch mal ein bisschen mehr wirklich so ein bisschen DIY, Underground, also wirklich noch Geil. from the people for the people, Mhm. oder? Also so ein bisschen, so wie es sollte sein, oder? Mhm. Mhm. Voll. Ja, Ja, und dann eben zurück ins Hotel, ein paar Stunden schlafen, am Packen. Flughafen. Und dann ab auf Kuala Lumpur, Malaysia. Mhm. Da kommen wir im Airbnb an in Malaysia und dann findet plötzlich der Francesco so, hey, schau mal da raus. Nachher sehen wir einfach so ein riesen Hochhaus und nachher gehen wir so googeln und nachher ist das einfach so wirklich so direkt vor unserem Fenster so das zweithöchste Gebäude von der Welt. Damn. Einfach so dort am Start gewesen. Voll, dort ist... Ich hatte zuerst das Gefühl gehabt, da ist alles mega ausgestorben, weil Malaysia ist halt Warte, muslimisch. noch mal schnell zurück zu Bangkok. Wir haben noch vergessen, Underbridge Clothing ist... Die Rock-Cover-Band. Nein, das ist Die die T-Shirts gemacht Brand haben. vom Sänger, der unsere T-Shirts gemacht hat. Underbridge Clothing. Mhm. Sehr gut. Sie machen ab und zu auch Shows und sie sind die, die das Ganze aufgesetzt haben. Voll. Geil. Genau. Check it Also out. sollen wir Shirts nicht aber outsourcen. Ja. Hey, also wir haben jetzt für 70 Shirts weiss, was haben wir irgendwie? Also wir haben schon auch so 200 etwa 650 Stutz gezahlt. Ja. Aber ich meine, kannst jetzt sagen, es ist viel, kannst aber auch sagen, es ist einer, der das wirklich selber macht, der das Screenprinting alles selber aufsetzt. Von dem her finde ich das voll okay. Ja. Absolut. Voll. Voll. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, dort, wir sind glaube einfach so, es hat dort alles so ein bisschen ausgestorben ausgesehen, weil es ist halt ein muslimisches Land, Malaysia ist gerade Ramadan gewesen. Ja. Das ist eine perfekte Zeit für unsere Tour. Einfach, also die Show in Jakarta ist bis 5-6 Tage nicht 100% fix gewesen, weil sie nicht sicher sind, ob es die Venue, die sie haben, wirklich überkommen, wegen Ramadan. Ja. Mhm. Voll. Aber eben dann sind wir auch dort nach einer
zu der Location gegangen und das ist auch einfach so ein mega geiler DIY-Space. Einfach, ja, kommen wir mal mit rein, nachher gehst du auf so Im Stegen zweiten drauf. Stock von Zweiten so einem Stock rauf. Reihenhaus einfach ein leerer Raum mit einer Bühne und Barrikaden von, also wirklich Geil. crazy. Yes. Ich finde es geil gewesen. Wirklich cool. Und halt auch einfach so ein paar Kids dort, wo du einfach gemerkt hast, die machen das jetzt einfach da, weil sie Bock haben. Allgemein auf der ganzen Tour, das wäre so schön, wenn so viele Kids würdest sehen da bei uns Ja. an den Shows. Weil es sind wirklich, Also, wir kommen nachher vielleicht noch, also in Indonesien, in diesen 2 Shows, Voll. der Altersdurchschnitt ist vielleicht etwa 24 gewesen, Geil. maximal. voll. Ja. Ja, dann sind wir dort auch mega herzlich empfangen worden. Genau. Jetzt muss ich da gerade schnell schauen, wie die Bands geheißen haben. Misery. dort. Misery, die weiss ich eben noch, die anderen. Ich habe keinen Plan mehr, wie die Bands geheißen haben. Und Misery sind von dort gewesen. Misery. Misery. Ja, Haben die auch wir... Business gehabt? Ja, also eben, wir sind mit Strive for Nothing, die sind sogar auf dem gleichen Flüger gewesen wie Ah. wir. Die haben... Das habe ich organisiert, dass sie mit uns können mitkommen. Crazy Voll. shit, Mann. Und eben False sie... Flag, Ja, genau, False Flag. Die haben geile Kassetten. Youth Crew, Kuala Lumpur Youth Crew und Faust. Faust, genau. Faust. Bloody fucking Faust. Bloody fucking Faust Ja. auf Instagram, ja. Das Geil. ist über Faust, die Stoner. das ist so Ah, die Stoner-Band. Stoner Sludge Ja. Der Sänger hat nur ein Bein gehabt. Was ein grandioser Name. Ja. Voll. Nein, der Faust. Gitarrist der ist auf dem Stuhl gesessen, weil er halt. Gitarrist nur ein und Bein hat. Sänger. Ja. Genau. Und dann Voll. wir. Ein einbeiniger Gitarrist und Sänger, der Sludge macht. Ja. Das sind ja fucking Es ist epic. crazy. Die Band heisst Faust. Faust, eben. ja. Eben. Fuck me. Ja. Hey, ja, und es ist, also, was crazy war, also in Bangkok war es noch nicht so gewesen, oder noch nicht so krass. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fotos, also es ist wirklich jeder Einzelne, der an diesen Shows war, Sir, Picture. Mister, Es hat jeder Mister, mit dir ein Mister. Foto machen. Mhm. Also, das ist völlig surreal. Ja. Ja, aber ich meine, es sind Wahrscheinlich halt alles ist bei Teenagers. 80% einfach daran gelegen, dass sie das erste Mal in ihrem Leben einen Europäer gesehen haben. Aber ja. Ja, ihr seid Outsiders, oder? Und machen noch die Musik, die ihr gerne habt. Ja, fix. Voll, Aber ja, ist cool Kuala gewesen. Lumpur auf jeden Fall ein Vibe gewesen, absoluter Vibe. Dort haben wir zum Glück dann auch noch einen Day off gehabt, weil ich Ja, an Kuala also zum Lumpur Glück, der hat mich völlig aus dem Leben geschallert. Also ich bin so krank gewesen nachher. Stimmt. Ja, Stimmt. einfach den ganzen Tag da in dieser Scheiße. Ich vertrage das so nicht. Aber Kuala Lumpur, echt, auf jeden Fall Malaysia ist, glaube ich, dann schon ein Land, wo ich dann mal noch bereisen will. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, Auch ein bisschen außerhalb. ich finde das immer mega schade. Du bist immer nur in dieser Stadt drin, so Leute, die sagen, ja, ich bin in dem und dem lang gewesen, ja, wo bist du gewesen? Und dann sagen sie die grösste Stadt. So, ja, da hast du nichts gesehen. Einfach nur Hochhäuser, ja, wow. Wenn du Crazy. es nochmal würdest machen, würdest du inner Island, so wie Cancel, jetzt einfach nur Indonesien machen? Hey, ich reise extrem gern. Ich habe das eigentlich noch geil gefunden. Aber rein so vom Ablauf her, es ist so anstrengend. ja, gewesen. ich Einfach wollte einfach immer, safe nie mehr so viele Fliegen. es ist Ja. wirklich anstrengend. Lieber ein Büsschen mit oder so. Ja, fix. Ja, voll. Aber es war cool gewesen, um in so kurzer Zeit, es war die einzige Möglichkeit gewesen, um wirklich so viele verschiedene klar. Länder mitzunehmen. Voll. Also es ist sehr ambitioniert, der Plan. Es ist, also ich würde jetzt nicht mehr Aha. so viele Shows in ein Dings Jetzt hast du noch frisch PTSD vom Ganzen organisieren, oder? voll. Eben. Also Stand jetzt würde ich generell das nicht mehr machen. Einfach. Oder wenn, dann bitte jemand anders für uns. Danke. ja. Organisieren ist einfach wirklich ein Pain. Ja. Es ist ein Es gottverdammter ist so ein bisschen eine Pain. Hassliebe. Nein. Ich mache es Okay. eigentlich schon noch gerne, aber Okay, ist gut. ich steigere mich dann auch so ein bisschen rein. Und also es ist wirklich, ich bin regelmäßig auch während dem Arbeiten einfach, zum Glück, ich hoffe, mein Chef lässt da nicht zu. Da habe ich regelmäßig eine halbe Stunde auf der Scheisse gehockt und habe mit Leuten hin und her geschrieben oder irgendetwas. Also voll. Aber ja, Day Off Kuala Lumpur, unser Kollege, den wir mitgenommen haben, der so ein bisschen gefilmt haben und Merch
Dude war, hat Geburtstag gehabt in Kuala Lumpur. Macht ihr so einen Film vom Dings? Ja, wir haben Er hat alles gefilmt. Wir haben, was habe ich gesehen? Mittlerweile, glaube ich, knapp 60 Giga hat er hochgeladen. Voll. Weil das finde ich, Speed macht es richtig geil. Ja. Ihre Vlogs, die sie für ihre Touren machen, die schaue ich immer sehr gerne. Das Einzige, was ich bereue an Malaysia, ist, dass ich kein Nasi Lemak gegessen habe. Was? Nasi Lemak, das ist, glaube ich, Das ein Nationalgericht. Das Gericht. ist offenbar mega geil. Und das habe ich einfach dort noch nicht gewusst. Also es ist eigentlich, irgendwie habe ich das Gefühl, also jetzt, ich hoffe, ich stehe jetzt auch niemandem auf die Füße, aber ich habe sowieso das Gefühl, das Nationalgericht von diesen Ländern ist immer das Gleiche, einfach ein bisschen ab. Es ist immer, ja, die Base ist immer Reis Ja, und fix. vielleicht Chicken. Brudi, bist du mal im Einfach- Balkan gewesen? Fleisch. Ja. Was ist Nationalgericht? Ja, Fleisch, aber wir grillieren jetzt Pizza anders. Ja, so etwas Ähnliches. Aber wir haben in dieser Woche wirklich crazy gegessen. Und niemand hat Food Poisoning bekommen? Ja, ich habe Es hat ab und bisschen zu den Scheisser mal gehabt. einen Gut, aber das hast Tag du immer, lang, oder? aber das hast also nichts Außergewöhnliches. Okay, Voll. sehr gut. Ich habe darum, Obwohl, also eben der Kollege, der Freddy, der hat am letzten Tag doch eiskalt in Kambodscha noch ein Beef Salad gegessen mit rohem Fleisch. Also Okay. wirklich crazy. Hardcore. Aber da habe ich eine gute Lösung gefunden. Bei so einem Podcast, glaube ich, im Garza-Podcast hat einer, ich habe das glaube ich auch schon in den HOS-Chat hineingeschrieben, Aha. weil ein grosses Thema in dem Chat hinein sind japanische WCs mit dem, Ah ja. das ist so ein Aufsatz, der Gulo-Clean-Aufsatz, wo du kannst quasi so auf deine PET-Flasche drauf montieren und dann hast du ein Bidet. Und das hat einer hat das im Garza so gezeigt und er ist so völlig ungläubig gewesen, was er sagt und dann hat er dann so vorher so, also schürfst du dir jedes Mal den Arsch auf mit dem scheiß Venue-WC-Papier und er so, ja. Das Und Ding dann ist eben, so das Kulo-Clean, dann habe ich das eigentlich gedacht, das ist noch eine stabile Idee und dann bin ich in der Ferien gewesen und habe mir gedacht, wieso habe ich keins? das Ding ist eben in Südostasien brauchst du das nicht. Ah, ja, stimmt. Weil Ja. dort hat es einfach in jedem noch so abgefuckten Stimmt. WC einen fucking Schlauch, um deinen Arsch zu waschen. Das ist, und ich weiss nicht, wieso wir das da nicht anbringen. Ja, weil wir zivilisiert sind. Ja, was zivilisiert? Also der Arsch ist nachher nicht viel sauberer. Das stimmt. Das ist eben. viel hygienischer. Ja, jeder, der schon mal in Asien war und die japanischen WCs kennt, der weiß es. Ich glaube, unser Gruppenchat ist immer noch 50-50. Du hast Die Hard WC mit Wasserarschspülung, Bediener, ich wollte ein japanisches vibrierendes WC und Ja, so dann eine- hast du die einfach ihre latente Homophobie noch nicht überwunden haben. Ich habe es aber nie probiert. Probier Ich es. habe mich auch zuerst daran antasten. Mittlerweile Ja. muss ich sagen, safe. Beste. Ich liebe es auch, dass ich auf Instagram Werbung von Geberit bekomme für das WC mit der Dusche. Das ist insane. Nein. Fix. Kuala Lumpur sind wir gewesen, nachher sind wir auf Medan geflogen. Und das ist so Medan, Indonesien. der erste Kulturschock gewesen. Okay. So ein bisschen. Also es ist, Medan ist eigentlich so, wenn dann höchstens einfach so Durchreiseort für die Leute, die so im Norden von Indonesien wollen, go backpacken und Okay. so. Also es ist wirklich ein Loch. Ja. Also wirklich und Das ist der Bülach von Indonesien. ja, voll. Mal muss ich schon sagen. Als ehemaliger Einwohner von Bülach kann ich das bejahen. Ja, aber nein, aber Bülach ist nicht Vielleicht so... noch ein bisschen mehr Crime. Ja. Bülach, was meinst du, dass ich so Ghetto bin? Aber auch dort wirklich mega herzlich empfangen worden und Vom Bro-Friend. vom Bro-Friend, ja, das ist so der Insider. Immer wenn wir uns geschrieben haben, hat der Booker von Medan angefangen mit «Hey, Bro-Friend». Yeah. Eine absolute Legende gewesen. Der hat auch gespielt. Der spielt bei so einer indonesischen Jahat. Crust-Punk-Band, die Geil. Kruste. Jahat heisst. Voll, der hat uns dann abgeholt und mitgenommen. Und hat uns in so einen Hinterhof gebracht, wo es einen illegalen Weed-Shop hatte. Geil. Also einfach so für Setting. Also Indonesien hat, glaube ich, immer noch Todesstrafe, unter anderem auch für Drogen. Einfach so für... und so einen Chopper-Shop hat es nebendran gehabt und ein Tattoo-Studio. Und der Bar war es auch noch. Gewesen. Und eine Bar ist es auch noch gewesen. Und ihr habt schon Meda angerufen, so, falls irgendetwas ist ich heute habe Abend. mir dort... Ich habe mir dort noch ein Tattoo gegönnt und ich habe zwischenzeitlich gedacht, Alter, ich hole mir da fixe Blutvergiftung, weil ich habe einfach
meinen Fuß so auf den Stuhl gehebt und er hat mich halt tätowiert. Aber es ist also... Ja, das Geilste dort war einfach so, also auch einfach so gute Leute dort, wo der ganze Laden gehört hat. Das war so ein indonesischer Metalhead gewesen, der hat uns dann auch die Instrumente ausgelehnt und so, wie er noch rumgehabt. Und das Beste habe ich einfach gefunden, so, eben, es war Ramadan gewesen, und dann kommen die ja dann am Abend die Leute zusammen, zum zusammen Fastenbrechen und so. Was war ja am 7. gewesen? Ja, irgendwie so. Und dann sind auch mega viele halt von seinen Kollegen gekommen dort. Und dann siehst du Also noch eine sind in am der Burka, Schluss sind so irgendwie dort. all die 30 Leute nachher an dem Tisch gehockt und haben halt alles das, was sie den Tag da nicht haben können essen, wirklich voll reingehauen. Mega geil. Im Hintergrund hörst du noch eben so den Muezzin aus dem Minarett, so eben das Abendgebet oder das Fastenbrechgebet sprechen. Und nachher gehst du rein und dann einfach die ganze WC-Tür voll mit Hail Satan. Ja, also Das ist so geil gewesen. Hey, und dann sind wir nachher irgendwann in die Venue. Hey, und also das ist das Geilste, wo es ist so ein leerstehendes Schulgebäude und Joe ist im Innenhof, also verrissen gewesen. Hey, geil. mega geil. Und dann laufst du in den Innenhof hin und es ist einfach etwa 150 oder noch mehr Kids dort rein. Geil. Und also es war crazy gewesen. Und ich freue mich auf den Movie. Ja, es war wirklich geil gewesen und einfach eben jeder mit dir noch schnurren am Schluss und mega geil sind ihr da und dies, das und wirklich krass. Voll, die Show ist auch insane gut gewesen. Ja. Halt auch eben die ganzen Kids hart am Moschen. Hey, das ist Ja, crazy. Wie die sich verklopfen in Asien. Ich glaube, die fusten sich alle ab, als ob es Healthcare hätte. Voll. Bin ich mir sicher, wenn dann die Hälfte, die da war. Ja, ist gut, solange die Hälfte auf die Fresse bekommen hat. Ja, voll. Weißt du, wenn du bist der Füße verteilt. Dann musst du keine Dann brauchst du Healthcare kein haben. Ja, Healthcare. doch, raus kommst du den Boxerbruch über. Ja, okay, das stimmt. Ja. Hast du die Bands gerade? Ja, das, und da muss ich beste jetzt ein grosses Shoutout As We geben. Stand, ich habe es vorher gesagt. As We Stand. Straight Edge. Aber die erste Band, die gespielt hat, Just Step, die sind insane gut. Das ist auch so Das ist auch so Heavy Hardcore. Heavy Hardcore, ja. Der Sänger ist auch, der hat so Freude gehabt, an uns auch. Der ist auch am Anfang vom Konzert gekommen. Der hat unsere mega geil, da nimm das T-Shirt, kannst du es bitte nachher noch anlegen. Er hat Findest du mir so erzählt, fix. der hat den einen Song, der hat eiskalt einfach die Hälfte von unserem Song auswendig gelernt, also nachher mitsingen. Das Geil. stimmt, der ist das Mikrofon gekommen. Dort haben wir auch das Code Orange Cover gespielt und nachher ist noch so ein Kid gekommen und hat den Part mitgesungen. Sick. Geil. Fuck yeah. Wirklich geil. Just Step, Medan Hardcore, As We Stand. Mit einem Straight Edge. Der sollte eine Playlist machen mit den Bands, die er gespielt Ja, hat und sie voll, auf das wäre Spotify eine drauf geile klatschen. Also das mache ich nachher, dann könnt ihr es verlinken. Ja, das ist gut. Aber ich sage es gleich noch schnell. Naulu, auch Heavy Hardcore. Brigade ist auch so mehr Hardcore-Punk gewesen. Punk und nachher Und dann eben Jahad. Jahad Crust. Kruste mit Voll. dem Bro-Friend an der Ist Vocals. das so wie Black Breath? Nein, noch ein dreckiger, noch ein mehr Grind. Geil. Voll. Genau, Medan, das ist eines von meinen 2 Highlights gewesen von der Tour. Also rein wirklich nur von den Shows ist das die geilste Show gewesen, Voll. Geil. finde ich. Ja. Voll. Ja, und eben auch die es organisiert, wirklich von A bis Z, sie haben uns die Nacht gebracht, sie haben uns das Taxi organisiert, wie der Retour und einfach, also wirklich... Ja, und der Bro-Friend fast anfangen zu brüllen. Ey, ist So, mega I herzig. I hate goodbye. I hate Oh. goodbye. Ja, wenn er dann wieder in Europa ist. Der geht scheinbar, wie heisst es? Kopenhagen. Es gibt in Kopenhagen so ein riesen Crust-Punk-Festival mit irgendwie x Bands, die spielen und er ist auch mit Geschins dort unterwegs. Geil. Fliegt er schnell von Indonesien auf Dänemark an ein Crust-Festival. Gut. Voll. Kannst gern. Dann auch wieder eine kurze Nacht gehabt. Ja, das ist etwas, was ich beim nächsten Mal auch nicht mehr machen würde. Also,
so eine Show also ankommen, am gleichen Tag eine Show spielen und am nächsten Morgen wieder, das fickt dich einfach. Du hast keine Zeit, um einfach mal oben runterzukommen. Und das Einzige, was du von der Stadt siehst, wo du drin bist, ist einfach die Venue und das WC auf dem Weg dahin. Ja, ich kann schon noch besser machen. Ja, wir müssen den Führerschein machen, Alter. Ich muss ins Bett. Ja, wir haben noch... Hey, kein Stress, die 3 Shows machen wir noch durch. Nächsten Tag Jakarta. Insane, wie viele Leute. Die Venue in der einfach fucking Stadt ein sind. leerstehendes Einkaufszentrum. Das war in dem Fall nicht die gleiche Venue, die Cancel gespielt hat in Jakarta. Nein. Das habe ich aber gesehen, dass es ein Einkaufszentrum war. Das hat saumässig funny ausgesehen. Ja, mit auch nochmal mega vielen Leuten. Durchschnittsalter in Jakarta, mein Guess 20. Crazy! Also, Nein, ich hätte 16 ja, gesagt. also ist wirklich krass. Also haben sie einfach so jung ausgesehen? Nein, die alten Schweizer sind Nein, das also, nicht. sie sind wirklich auch jung gewesen. Ja. Voll. Ja, das ist auch, also die sind 2 Stunden lang im Stau gestanden, wo sie uns abholen sind. Fuck! Weil es so viele Menschen in dieser Stadt hat. Ah, gut, Und- das heisst, das ist also in dem Fall einfach so ein bisschen normal dort. Aber die auch, daneben haben sie uns abgeholt, nachher sind wir essen, sie haben uns alles gezahlt, dann hat der Freddy gefunden, er geht noch das Glas geholt und haben sie gefunden, Ice Cream, do you want Ice Cream too? Und dann haben sie uns das Glas gezahlt. Dann eben dort an der Show, so ja, da könnt ihr Merch aufbauen und Also alles. was man vielleicht beim Zahlen noch muss erwähnen, sie haben sich geweigert, um uns zu zahlen zu lassen. Es ist nicht so, dass wir einfach Ja. alles angenommen haben, was sie uns... Ja, aber das ist noch oft so. Bei der Tour in Kuba haben wir auch müssen, einmal haben wir sie zum Nacht, also sie haben auch sie haben irgendwie gesagt, sie wollen nicht mit uns zu Mittag essen, weil sie gehen sich dort ein Sandwich holen und mir so das Gefühl gehabt, so, nein, dann sind sie wirklich ins Restaurant reinschieben, dass sie mit uns quasi, dass sie mit uns mitgekommen sind. Wir so, zahlen das jetzt. Dann irgendwann sind sie einmal gekommen und haben uns dann so eine Runde Bier gezahlt am Abend und wir so, ist gut, das darf ich. Aber wenn ihr mit der nächsten Runde könnt, rühren wir Was ich auch noch drin. schnell erwähnen wollte, ein Highlight an der Show in Jakarta, es ist doch eiskalt einer ausgenockt worden. Ich hoffe, ein Video folgt. Also wirklich so einen High-Kick nach hinten, fadengrad ein Uppercut. Und 10 Minuten später steht der Schnell andere die wieder im Lichter Pit rein. ausgesehen. Ja, also Jakarta ist der Vibe ist sehr, sehr violent gewesen. Ja, also in Jakarta. Haben ihr kurz mal Angst gehabt, um euch so Nein, es ist ein bisschen mehr so toxische Männlichkeit, Ja, es hat ein es bisschen ist- viel Dudes es im ist ein Publikum bisschen schade dort. gewesen. Aber es war auch geil gewesen. Zu viel Auch auf der Bühne oben halt, so, sie sind halt auf der Bühne am Moschen gewesen und der eine ist am Moschen gewesen und nachher kommt plötzlich der andere von der anderen Seite und Spielst einen dropkickt Breakdown dann und einfach es von der fliegt Bühne. einfach Aber, vorne einer einmal quer über die Bühne. Zu viel Wife-Beater-Energy gewesen. ja, voll, Ja, es ist einfach so, aber ich glaube, gerade in so muslimischen Ländern ist, glaube schon auch noch mal kulturell etwas anderes mit den Frauen, weißt Mhm. Ist eben richtig so. Sollte ja bleiben. Da ist normal. Dude. Ja, auf das hast du rauswählen, oder? Eigentlich nicht. Du hast aber- da gehört im Nein, du hast Podcast nicht auf mit das, People du hast nicht auf das rauswählen, was ich jetzt gesagt habe, aber das ist doch, aber so das ist der Punkt hinter dem, was du Ja, eigentlich einfach, wollen dass es sagen, oder? nochmal kulturell ein bisschen etwas anderes ist. Ja, das Weibo mit die bleiben dort. ja, das sind einfach pubertierende Jungs gewesen. dort viel. Hey, ich meine, es Das ist, ist halt es damals ist, so, wenn man bei uns- es ist geil gewesen, es ist gemoscht worden, es ist abgegangen. Voll. Was Shoutout- Also einfach, dass ich es nochmal gesagt habe, ich bin nicht der Meinung, dass Frauen sollen die bleiben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich meine, wenn sie wollen, dürfen sie sehr gerne daheim bleiben. Ja, definitiv. Ich bleibe auch gerne daheim. Shoutout in Jakarta, Pretty Touch, Mhm. Fisted Youth. Fisted Youth sind auch brutal gewesen. Human Heart. Human ist ja- Heart sind geil gewesen. Exor-Lead und Rowdy. Sie haben eine brutal geile Band neben denen. Ja, voll. Sie haben auch, also es laufen dort zum Teil Shirts umeinander, wo wenn die bei uns an Shows würdest anlegen, ich glaube, da würdest du nicht lange dort sein. Hardcore Haram. So Hardcore Haram und oder vorne Hardcore Jakarta, hinten Property of Allah und einfach, also, ist schon noch crazy.
Was ist so eine bekannte Band dort in Indonesien, weißt du? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Sie haben halt sehr viel so Death- und Grind-Bands und so. Voll. Und das Ding ist halt, ich meine, Indonesien, das ist riesig. Indonesien hat 150 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Und das heisst, Und, also Bands können eigentlich sich eine Karriere aufbauen, indem sie In Indonesien Also nie es ist verlassen. auch so, dass jetzt fast in allen Shows in Asien die Bands, die mit uns gespielt haben, also rein von den Zahlen mit Abstand grösser sind wie wir. Also aber einfach eben, weil halt die Szene so viel grösser ist und Ja, klar. du dir so etwas kannst aufbauen, ohne dass du deine Stadt musst verlassen. Das ist schon Das noch ist schon krass. sick, Alter. Wenn du einfach mal kannst in 10 verschiedenen Bars spielen und nicht, Ja, das ist nur, geil, ja. nicht Voll. nur im Ebri in der Stadt, wo du gar nicht selber wohnst. Ja. Ja, und eben viel auch so mega geile Venues, eben jetzt Jakarta in einem Einkaufszentrum oder sonst eben so leerstehende Schulen und also wirklich krass. Ja, ja. Voll. Ja, und dann am nächsten Tag ist es wieder ins Flugzeug gegangen. Also das ist insane. Im Bus ist ja schon etwas, aber im Ja, Flugzeug. Ja, das ist wirklich krass. Paris Hiltons da. Da musst du Dann durch sind Security noch gehen, der ganze Bullshit. Oh. Ey, aber das hat alles, ist mittlerweile Es alles. ist also irgendwann, da läufst du einfach durch, ja, Ja. schau da, fickt euch. Also wir haben Ja. nie Komplikationen gehabt am Flughafen oder so. Es ist mehr so einfach Es sind ja auch die brave ganze Leute, Flüge. Selbstverständlich. Machen nur hässliche Musik. Nächsten Tag auf Singapur. Singapur geflogen. Gott sei Dank hätte mir den Off-Day nach der Show in Jakarta nicht gehabt, in Singapur, ich glaube, das wäre nichts geworden. Also nach der Show in Jakarta habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, man merkt, wie langsam alle so ein bisschen, Ja. langsam ein bisschen auf der Feld sind. Ja, Ja, aber ja, nicht, der hat es nicht, gebraucht dort. voll. aber nicht daran gewöhnt bist, oder? Ja, fix. Ja. Sind dann auch, glaube ich, Ja. ganz straight pennen. Also vor allem, wenn du pennst, das ist ja wahrscheinlich auch. Ja. Das hat euch der Craig Reynolds bei seinem Podcast auch mal gesagt. Die haben sich irgendwie so einen Eigentlich genau das, was ihr gemacht Ja, habt. voll. Aber nur, dass der Promoter dann immer gesagt hat, Baggage is taken care of and Baggage was never Ja, taken ja. care of. Ja, Singapur ist dann halt, merkst du es halt, ist wieder ganz etwas anderes. Ist halt auch Ja. wieder ein sehr, sehr reiches Land. Mhm. Hure sauber. Weil halt, Also weil Kaugummi am Boden speuzen, gleich 500 Schweizer Franken Bus. Stabil. Ich habe mir nachher auch am Flughafen den geilsten Kühlschrankmagnet gekauft. Singapur ist schon wie die Sing- Schweiz von Südostasien. Ja, voll. Also auch von den Preisen her. Ja. Ich habe so einen Kühlschrankmagnet gekauft, wo einfach drauf steht, Singapore is a fine city. Und nachher steht so, für was du alles bussen. Geil. Voll, Singapur Ja. wieder. Und Joe, also rein vom, jetzt vielleicht Das weniger ist- von der Show selber, rein vom Vibe her, so vom Connecten mit den Leuten, mit Abstand die geilste. Mhm. Also auch so Das ist insane gewesen. Anfang 20 Kids, die einen Raum gemietet haben, wo dort also Shows machen für Bands, so Total Chaos, eben Whispers, so, also wirklich, und haben, glaube was haben sie gesagt, im ersten Monat, wo sie das gemacht haben, irgendwie 26 Shows. Holy fuck. Alter, sind die Psychopathen? Ja. Voll. Und dort ist eben auch, was ich halt auf dem Rest von der Tour bis dort ein bisschen für mich, oder ein bisschen fest vermisst habe, ist so ein bisschen Diversity halt auch Ja, in den Line-Ups. Also bis zu dem Zeitpunkt sind nur Dudes auf der Bühne gestanden. Und dort, auch, man muss sagen, auch fast nur Dudes im Publikum gewesen. und dort ist dann wie komplett, Ja, also das ist eben wirklich geil Fused gewesen. Hauptband, bis auf den Schlagzeuger, alles Frau in der ersten Band hat, oder weiblich gelesene Person Gitarre gespielt und halt auch im Publikum. Und halt auch, was geil war, ist, hure oft siehst du dann so, gerade bei uns irgendwie, nein, jetzt nicht bei uns, aber auf dem Rest von der Tour jetzt zum Beispiel, auch wenn weibliche Personen dort waren, sie sind eher hingestanden. Und in Singapur Hey, in sind sie halt Singapur, wirklich mit dem Pit am Moschen gewesen, Härter Two-Steppen. gemoscht als jeder Dude Voll. dort drin. Also wirklich Voll. crazy. Und durch das ist auch der Vibe, Ja. der Vibe ist
komplett anderen, vielen angenehmeren, auch wenn es genauso wild und Es hat heftig sich zu und her übrigens gegangen ist. einer, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, das hat sich einer dort auch noch die Schultern ausgekugelt. Ja, stimmt. Und dann hat es doch draussen Sind sie draussen auf dem WC googeln, wie dass man die Schultern wieder ein einrenkt. YouTube-Video am Schauen gewesen, wie man eine Schulter einreckt. Das passiert, wenn der Bella nicht dabei ist. Dann kannst du ihn einfach fragen. Ich glaube, Ja, sagen, weil dass- das Problem ist, dass eigentlich die Venue dort eigentlich illegal ist. Mhm. Aber und wenn es passiert, scheinbar noch regelmäßig etwas dort, und wenn es dort eine Ambulanz anläutet, kommt gleichzeitig auch die Polizei, weil es ist in einem Industriegebäude die rein. Schweiz von Dings? Ja. Eins zu eins wie uns. fix. Und darum, also sie Ja, die buchen, Schweiz, glaube wenn ich, sie regelmäßig Todesstrafe einfach hat, nur Taxis, die Partei. von dort ins Spital fahren. Geil. Shit, ja. Voll. Ja, aber hättet die ihr also ist- einen Podcast hören, dann müsstet ihr jetzt, wie wir Schultern einhängen. Kein Telefon. Voll. Ja, der Vibe Singapur. Wirklich. Das Und ist eben, wir sind nachher mein alle zusammen absoluter nach der Highlight Show noch go Streetfood essen in Singapur. Geil. Also wirklich geil. Voll. Dort, wo du noch fast angefangen hast mit deinen Streiten. Alter, ja, das ist halt auch so etwas. Ja, Ich aber, meine- aber du solltest es doch wissen, du musst es einfach annehmen. Sie wollen es dir geben. Ja, es ist... Und du bist Wir fast- sind nie mit der Intention dort an oder dort runter, um irgendwie noch Geld mit heimzunehmen. Oder wir haben einfach gesagt, ich meine, man kann schon sagen, also wir haben pro Person weit über 2000 Stutz. Jeder zahlt, um das so können machen, alles zusammen. Und ich meine, also da musst du nicht können rechnen, um zu checken, dass du das nie rausholst. Und die haben jetzt einfach darauf bestanden, dass die uns noch $400 Gage zahlen und Das einfach... ist die Schweiz von Southeast Asia, oder? Und du bist einfach da gestanden und hast mit Ich ihnen habe es nicht müssen prügeln, dass du es angenommen, nicht dann hat er annimmst. gesagt, okay, ist gut, und hat das Geld so sneaky in die Hand und mit dem Handshake, weißt du, das regt mich jetzt noch auf. Gottverdammt. Aber du hast das Geld jetzt. Hat er die genatzt? Hä? Ja, Hat er die genatzt? Es war einfach Ja. ein Schweizer gegen einen Schweizer gewesen. Das ist ja, Schweizli nein, gegen und ich Bünzli. finde ja, auch, Bünzli gegen Bünzli. meine Idee wäre eigentlich Du hättest auch einfach gewesen, können dass den wir anderen die Bands Gage Gas geben. eben, genau, dass Ja. wir sagen, teilen doch unsere Gagen auf die Local Bands auf, aber scheinbar ist jetzt gerade Singapur die Show finanziell so viel besser gelaufen wie angenommen, dass uns wirklich das Geld noch können Okay, geben. ja. Dann, mein Die sind auch so gut. Also ich glaube, es hat halt auch wirklich daran gelegen, eben in Singapur ist Englisch Amtssprache. Das heisst, man hat auch sich ein bisschen besser mit den Leuten können Ja. verständigen. Aber dort auch grosse Shoutouts an die anderen Bands. Lustig ist auch vor allem das Line-Up. Frown, Spike, Charm, Fuse, People Die at the Fair. Alles ein. Ah, ein stabil. Endlich mal ein Land, das gecheckt hat, dass Bandnamen nicht lang dürfen sein. Aber die anderen Bands auch alle so geil gewesen. Ja, also Fuse unbedingt auschecken. Kannst du aus den Wirklich anderen crazy. Bandnamen einen langen Bandnamen zusammensetzen? Wow. Ja, gibst du mal schnell einen Moment. Fuse Ja, ist my gut. Spike Charm. Und wer ist der andere gewesen? Fuse my Spike Charm. Frown. Spiked Frown Fused by Charm. Oh. 200 Schweizer Szenen ist gerade Wow. ein Stiefen in der Hose. Eine Screamo-Band. Ich habe den Namen. Aber ja, das war eine mega gute Idee gewesen mit der Playlist. Und dann sind wir wie Psychopathen ins Bett und dann auf den nächsten Flüger, oder? Also am nächsten Tag ja, aber der Flug war nicht mehr so spät, Ja. nicht mehr so früh gewesen. Mhm. Und Wie sie- lange haben die damals geflogen? Wie lang? Also der längste ist, glaube ich, etwa 3 Stunden gewesen. Und sonst immer so zwischen 1,5 und 2. Ja. Also eigentlich, da der 1,5 Stunden Flug, der eigentlich völlig behindert. Ja. Startisch und landisch. Also der Fußabdruck von uns, den wir dort lassen haben in dieser Woche, also wirklich eigentlich birrenweich. Das ist immer noch halb so schlimm wie all das, was die Multimilliarden-Konzerne da abliefern. Von dem aber her. Fühl dich schlecht gegangen, lieber Diego Algarin. ja, voll. Ja, und Free sie Luigi. nachher von... Nein, warte, ich habe reingeredet, sag's nochmal. Free Luigi. Gut. Sind nachher von Singapur auf Siem Reap, Kambodscha. Ja, was man muss sagen, eigentlich... Haben wir ein Ist- Holiday gemacht dort? It's a holiday in Cambodia. Ja, geil. Nein,
Die alten Punker. Was ein bisschen schade war, dort, man hat gemerkt, es ist einfach, die Luft ist bei allen wirklich draussen gewesen. Ja. Also Singapur wäre so der perfekte Tourabschluss gewesen. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, aber dann in Siem Reap gleich auch, dort haben wir eben wieder im Ebri vom Kambodscha gespielt. Geil. Wirklich so ein japanisches Girl, die ist, ja, ich glaube auch, so Ende 20, Anfang 30, wo so eine Metal-Bar dort hat. Geil. Und die machen, glaube ich, jetzt ist das 3. Mal gewesen, machen die Slam City Festival. Also in Kambodscha gibt es eigentlich keine Hardcore-Szene an sich, sondern mehr so Metal. Und dann ist, also die letzten 2 Mal ist einfach so ein Wochenende, wo sie in der Hauptstadt, also Phnom Penh heisst sie, glaube ich. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Und Siem Reap, so ein Konzert mit bis zu, glaube ich, 20 Bands oder so. Und das Mal haben sie uns verschuldet einen ganzen Monat gemacht, wo es immer wieder verteilt so Shows gemacht haben mit Bands. Also jetzt, glaube ich, eine tschechische Band war dabei gewesen, von Singapur, Japan und so. Und ich glaube auch das 3., wo das in der Freizeit aufgeleistet haben, also mega crazy. Es ist jetzt halt, wir sind die 5 Shows vorher ein bisschen verwöhnt worden, was so Grösse angegangen. Ja, und halt auch, was Demografie vom Publikum angeht. Ja, es ist halt einfach, Hardcore-Publikum. ja, es ist in einer Metal-Bar gewesen, es sind halt hauptsächlich entweder Expats oder Touris gewesen, Und alle Sammler. ja, so ein bisschen in dem Stil. Ja, Vielleicht, also was sind es gewesen? Vielleicht 20 Leute oder so, wenn überhaupt. Haben aber, und glaube ich, schon dann- Freude gehabt. Aber ich meine, es hat sich gleich jemand mega Mühe gegeben, dass wir dort haben können spielen Ja. und hat auch dafür gesorgt, dass wir einen geilen Abend haben dort. Ja, eben, es ist halt einfach, die Batterie ist wirklich Ja, leer ja, gewesen bei klar. uns. Oder? Vor allem meine Stimme war ein Fakt gewesen von den vielen Der Flügen. Ivo hat schnell 20 Minuten Set nur geschautet. Ja. Ich kann nicht mehr Ja, können also erzählen. wirklich Das ist schlimm. Krass gewesen. Also, wo habt ihr am meisten so Hardcore-Kultur geprägt gesehen? Singapur. Hätte ich jetzt Ja, gesagt. ja, ich hätte jetzt gesagt, Indonesien und Singapur ist so Ja. ein bisschen. Also Medan und Singapur. Medan ist es gewesen? Ja, also Jakarta schon, Jakarta, weil ja. dort ist halt, Jakarta ist die Szene am grössten in Indonesien. Dort ist halt einfach eben durch das Publikum der Vibe ein Ja, ja. bisschen crazy gewesen. Aber sonst auch eben die, ich meine, 18-jährige Hardcore wo- Haram. Genau, wo da also wirklich Shows und Jetzt wollte ich das T-Shirt. sie haben gesagt, also Und die Kids, die moschen ja, schön. sie haben sich entschuldigt, sie hätten wegen Ramadan jetzt halt nur eine kleine Show gemacht. Es sind nur 6 Bands und sind halt nur 150 Leute gekommen. Und wir so dort so... So, insgesamt Bro. haben wir, glaube ich, noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Ja. Genau. Ich glaube, was ich am coolsten finde, ist, die sind in Ramadan, die essen nicht den ganzen Tag. Können nachher zusammen essen, beten, jetzt muss ich nachher Voll auf die Fresse. Fuß, Ja. Oh. Fuß zerschlagen. Und also es sind auch solche, die extra das Fastenbrechen ausgelassen haben und an unsere Show gekommen sind, sich verboxen. Ja, auf leeren Magen boxt sich am besten, oder? Ja, voll. Ah, ist Wo das nichts drin ist, kannst du auch nicht rauskotzen, wenn du einen kassierst. Also wenn ihr würdet jetzt zum Beispiel das wieder machen, aber stattdessen mal ein Land würdet bereisen, welche würdet ihr machen? Boah, das ist schwierig. Ja, Also ich jetzt glaub, in am meisten Asien, lohnen würde oder? sich Indonesien. Habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, am liebsten würde ich wahrscheinlich Malaysia. Also rein vom Land her ist sicher Malaysia, glaube ich, schon noch interessant. Die haben auch eine mega lässige Sprache. Eben von der Szene her würde ich wahrscheinlich schon sagen, hast Indonesien sicher gute Chancen. Ja. Ich meine, jetzt eben Cancel hat es bewiesen, die haben glaube ich auch eine crazy Tour jetzt wieder gehabt. Ja.
Ja, aber also ich muss schon sagen, ich habe mich schon ein bisschen in Singapur verliebt. Also, Ja, das ist aber wirklich- dann kannst du halt wie keine Tour machen. Ja, kannst du ja, Tour durch Singapur haben. Das ist ja nur eine Stadt. Ja, Kannst eine Stadt einfach eine ganze Woche machen. Singapur auch sehr, sehr geil gefunden. Wirklich. Geil. Stabil. Also machen wir das nochmal nächstes Jahr. Der Ricky will einfach die Shows nicht selber buchen und sich dann irgendwie einschleichen, ganz 100 Pro. Ey, No, ich mache die ganze Frage auch asking for a sonst friend. Für andere Bands, also ich checke die Seiten aus, uniteasia.org. Wirklich, und es schreibt dir jeder zurück. Auch wenn er dir sagt, es geht meistens nicht länger wie 3-4 Tage und sie schreiben dir zurück und sie sind alle mega hyped auf dich und es ist wirklich crazy. Geil. Ja, falls Geil. jemand, weil ich glaube, mit People Light the Fair werden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen. Das heisst, wenn irgendjemand runtergeht, ich komme als Merch-Dude mit. Geil. Ja. Spannend. Also es ist sicher, es ist Ja, es ist crazy Experience gewesen. Auch absolut. So als, sehr, sehr ja. wertvolle Erfahrung, wo jetzt den Rest vom Leben davon kannst erzählen und auch Was stolz. erzählen? auch Wann so kommt stolz. Aftermovie? Ja, wenn der Hey Freddy, wann kommt Freddy macht den Movie. Freddy, come on, Freddy. Ja, nein, in Singapur ist auch das ganze Set noch aufgenommen worden von so einem ein Dude. Typ, der in den 1980er Jahren in der HC-Szene in Singapur hart am Moschen war, sich früh pensionieren lassen hat, dass er Zeit hat, um an diesen Shows Z-Filmen gratis und das nachher diesen Bands zur Verfügung zu stellen. Damn. Absolute Ehrenmann. Also so Dude gibt es Kann man das- überall. Das ganze Einer Set hat das aufladen Holen dann. Aber in den USA hast du den Media, wie heißt der Kanal? Der Hate 56. 856, oder? ja, so in dem Stil, genau. Ja, das ist geil. Das ist sick. Voll. Das ist auch, der Typ ist auch absolut Ja. base gewesen. Geil, sicher. Stabil. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, so zu machen, aber ich habe keine Zeit. Einfach filmen, Multitrack aufnehmen, mischen, aber das ist so viel Arbeit. Voll. Und das ist insane, was sie Ja, machen. es behindert viel Ja. Arbeit. Alter. Das ist wirklich Respekt. unterste Schublade, beeinträchtigt viel Arbeit. Mhm. Ja, Respekt, dass ihr was macht, finde ich geil. Weil ich schaue die Kanäle, Hate 56 die ganze Zeit, das ist so geil Scheiß. Ja. Ich kann das bestätigen. Mhm. Er schaut zu viel. Mhm. Er hört auch zu viel Joe Rogan Podcast damals. Hey, what can you do? Es gibt jetzt eine Schweizer Version vom Joe Rogan, hast du gewusst? Ja, ist, wenn der Ricky allein Podcast Nein, macht. der Baba Ausländer hat auch einen Podcast. Wer ist der Papa Der Hausler? Baba Ausländer ist so ein Rapper. Und Ah, er, ja. er ist wie der Joe Rogan, er lädt auch so edgy Leute ein, oder? Mhm. Hat der Vollidiot hat der letzte einfach den Tobias Link von der jungen Tat eingeladen in seinen Podcast. Bro. Und hat ihn so ein bisschen entwaffnen, aber er hat so... Hat halt nicht funktioniert wahrscheinlich, oder? nicht Das ist funktioniert. gleich wie die Doku-letzte von SRF Ja, es ist eben Impact. gleichzeitig, eben. rausgekommen. Und wirklich im Podcast kann der andere sein geistiger Dünnschiss einfach 2 Stunden Ja, lang ungefiltert auf die Menschen rauskotzen. Das ist ganz schlimm. Mhm. Voll, aber kommen wir zurück. In der Tat. nein, in Indien sind wir nicht gewesen. Mich hat am Morgen um 4:30 in der Hotellobby in Bangkok ein Inder angesprochen. Mit so einem mega harten indischen Dialekt. Ob wir echt eine Band sind, weil wir halt mit der Gitarre für dich gestanden sind. Und ich so, ja. Und dann, ja, ob wir echt je vorhegen, um in indischen Märkten uns zu bewegen. Ah. Und dann habe ich ihm gezeigt, was er für Musik macht. Und dann hat er gesagt, okay, thank you, und ist gegangen. Yes, Alter. Der hat das Gefühl, wir haben schon Bloodywood verpisst. Ja, Ja. wahrscheinlich. Es ist mir Wunder, was er erwartet hat für Musik. Geil. Er Ja. wahrscheinlich, ich meine, es sind so Popstars. Er hat halt gefragt, wie wir heißen. Da habe ich ihm gesagt, People Die the Fan. Wenn du halt das googelst, kommt da als erstes so die Filmmusik von A Million Ways to Die in the West. Und dann, Nice. ja. Ja, Easy Brothers und Jungs. Brudins. Das war geil gewesen. Ja. Wir sind gekommen. Ja, danke euch. Und ich erzähle, wenn der Aftermovie rauskommt. Und schickt die Playlist. Und schicke Playlists, Ja, dann können wir die sie mache ich teilen. nachher Und dann grad. kommen irgendwelche Voll. random Asiaten so, what the fuck is going on? Ja, genau. On Plays in der Instagram. Schweiz. Voll.
Weil Cool. die Bands sind wirklich alle sehr, sehr gut gewesen. Ja, ich bin gespannt, ich kann dann hören. Du musst einen Post machen, sie alle taggen auf Instagram und auf Schweizerdeutsch schreiben, dass sie ein Jahr nicht rauskommen, wenn das abgeht. Voll, machen wir das. Ich mache sowieso einen... Ich glaube, sie wären auch so mega hyped, wenn sie in einem Schweizer... Voll, ich mache einen Collab-Post und ihr könnt alle nachher drunter taggen in den Comments. Und nachher Das wird ein geht langer Höhe los. Comment. Das ist geil, ja. Machen wir das. Das ist gut, solange nicht so lang wird wie die Episode. Ist alles gut, weil die ist jetzt auch schon wieder etwa fast 3 Stunden gewesen, oder? 2,5 etwa. Ist eigentlich nichts für uns. Also von 7 bis 10 ist etwa 3 Stunden, Kollege Jessig. Keine Ahnung, aber Ich auch nicht, wahrscheinlich gleich. ja. Danke vielmals Ivo, danke vielmals Tom. Ja, Merci danke beaucoup. euch vielmals Danke für alles, für die Shoutouts, für dass wir da dürfen erzählen. Hat mega Sicher. Spass gemacht und ja, stay tuned, vielleicht kommt das ja noch neue Musik. All die That's what miteinander. he said. Also, Das ist mein Gott! geil. Jetzt muss ich noch etwas sagen, dass ich meine Fresse nicht gehabt habe am Schluss. Haha!